jetzt so dran. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%, das schwöre ich. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da. Oder von oben oder von alle Seiten. Von mir aus auch von drinnen. Aber können wir ja nicht mehr gegen Quere. Ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf er erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Schandtaten einfällt. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, leg mich. Geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut, das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht, da die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen, Freunde der Sonne. Ich hab meine Hände da, ich halte da einen Controller. Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren in Assassin's Creed, glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Oder wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja.
war ein ziemlich cooler Arc. Definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein Zweifel auf da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Holt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, das sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant, gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. Grüß Gott beieinander. Geht da was? Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder in die Leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. So, einen wunderschönen Montagabend, Freunde der Sonne. Da haben wir schon wieder. Haben wir uns erholt vom Schock gestern. Wie schaut's aus? Habe ich dir die Wifi, habe ich dir die Mescalin, habe ich dir die King of Barbecue und habe ich dir die Prof. Grüß Gott beieinander. Ich hoffe, bei euch ist alles fit. Ich hoffe, bei euch ist alles zauberhaft und ich hoffe, ihr habt Lust auf ein kleines Finale in Resident Evil 2. Shadow, habe ich dir, welchen Schock? Der war nur bei dir da. Ja, das ist richtig, ja. Hast recht. Sag, dass wir es ist, ich habe jetzt noch mehr Bär in der Hosen vor dem Spiel, als wir bevor dass wir es angefangen haben. Mir schwant da absolut nichts Gutes. Ich weiß nicht. Ich hab's da irgendwas steht mir quer im Beidel um, dass man sagt, hey, du Brudi, der nächste Stream in Madison am Mittwoch, der wird vermutlich ganz furchtbar schlimm. Ich weiß nicht. Ripsi, habe ich dir, grüß Gott, dir einen schönen Nachmittag. Mike, habe ich dir. Bin ja eh schon da. Ja, das ist schön, dass du schon da bist. Sehr gut. Dass ihr schon da habt. In aller Herrgottsfrüh. Leider hat's gut in die neue Woche gekommen. Wie schaut's aus? Habt's am Montag soweit gut überstanden? Für mich war ja quasi gestern Montag. Ne? Also für mich ist ja eigentlich so gesehen schon Dienstag. So, mehr oder weniger. Keine Ahnung. Aber gut. Das hilft dem nicht. Ja. Sonst bei mir, ich war heute schon in der Physio, ich war schon auf der Baustelle. Und jetzt schauen wir, jetzt spielen wir mal ausnahmsweise ein bisschen entspannt Resident Evil. Jetzt zur Abwechslung, warum muss ich so leise jetzt? Spielen wir zur Abwechslung mal etwas entspannt. Ne? Im Vergleich zu Madison ist ja quasi jedes Spiel entspannt. Zumindest sehe ich das so. Weiß nicht, wie es euch da geht. Also zumindest für die Leute, die es noch nicht so gut kennen, wie ein paar wenige im Chat. Wie der Shadow, der kennt es wohl schon komplett. Der Prof kennt es komplett. Also schauen wir mal. Risi glaube ich, wird heute entspannt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass wir es jetzt innerhalb der nächsten 3 Stunden, dass wir mit Risi fertig werden. Müssen wir mal schauen. Also jetzt haben wir im Labor und nach dem Labor kommt, glaube ich, soweit ich mich da richtig erinnern kann, also zumindest was beim Lien so, nach dem Labor kommt straight der Endboss kommt und dann ist das Spiel vorbei. Ja? Also müssen wir mal schauen. Normalerweise bringen wir es halt durch. So gesehen. Ja, ich habe mir auch vorher schon mal Lords of the Fallen installiert. Das ist jetzt quasi fertig runtergeladen und auch schon auf dem PC. Ich weiß nicht, ob ich es nachher mal kurz anwirf, also quasi nur privat vor der Nachtschicht, um zu schauen, ob es gut läuft und ob es in Ordnung ist. Es soll wohl schon ein Patch kommen sein. Müssen wir mal schauen, wie sie sich verhält. Aber es war jetzt zumindest einmal der Plan. Aber jetzt, da die Vorschau, jetzt spielen wir dann erst einmal Risi. Das andere nicht,
Das richten wir uns dann schon, das passt. Ja, der Patch ist auch nicht der Bringer. Na toll, perfekt. Spielst du am Konsole oder PC? Ruderi Birgit. Gegner und du selbst bleiben an Ecken hängen. Ja gut, okay, das war ja schon fast Souls-like typisch, ne? War ja schon fast Souls-like typisch. Ich habe gelesen, dass die die Konsolenversionen deutlich schlimmer betroffen haben, wo es mich persönlich wundert, als wir die PC-Versionen. PC-Versionen sollen ein wenig besser laufen als wir Konsolenversionen. Normal ist es immer andersrum. Also wenn ich mir da gerade an Hogwarts Legacy zurückdenke, ich hab mir ja Hogwarts Legacy auf der Playstation gekauft. Das ist bei mir eigentlich deutlich besser gelaufen als wir zum Beispiel bei Mike. Der Mike hat es einmal on-stream gespielt und da hast du schon gemerkt, dass da auf dem PC brutale Performance-Probleme gehabt haben. Aber es scheint wohl jetzt bei Lords of the Fallen genau anders zum Server, aus welchem Grund auch immer, aber gut. Da muss ich mir dann ein Battle machen. Schauen wir mal. Und Jui habe ich dir, grüß dich gut. Schön, dass du da bist, wie geht's dir? Es läuft aber besser. Ja, sie haben ja angekündigt, dass sie da sehr stark bemüht haben, diese Performance-Probleme so schnell wie es geht irgendwie zu fixen. Ne? Hogwarts Legacy war auf PC ganz schlimm. Ja, wie gesagt, ich weiß, der Mike hat ja das damals bei Release auch einmal gestreamt oder zweimal, ich weiß nicht mehr genau, und da hat es halt schon brutale Performance-Probleme gehabt bei Hogwarts Legacy. Also nur die PC-Versionen. Ne? Aber das läuft halt auch ohne Probleme, I guess. Diablo 4 war zur Saisonstart auch heftig. Und Lexi habe ich dere, abgesehen davon. Diablo 4 habe ich mir jetzt vor kurzem erst geholt. Ich habe ein bisschen reingespielt. Ich bin jetzt Stufe 22. So momentan komme ich aber nicht stark zum Spielen. Ich sag das, wie es ist. Ich finde das Spiel nicht schlecht. Es ist so, wenn so casual der Heat zum Spielen oder wenn der Heat zum Grinden ist gar nicht einmal verkehrt. Aber man muss halt ein bisschen die Zeit haben dafür. Ne? Und Sigi, habe der Rebazi, heute Resi heute wieder mit dem Traktor ab. Ich hoffe. Wenn, dann hol ich Claire mit dem Traktor ab. Du kannst Resi haben. Ich nehme Claire. Ja? Bin gespannt, wie die Switch-Version von Hogwarts wird. Da bin ich tatsächlich auch gespannt. Ne? Das Spiel ist ja doch sehr, sehr groß. Da kannst du jetzt dann gerne. Gut, du wirst es wahrscheinlich dann eher bestimmt auch einmal streamen, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass es nicht schlecht wird. So, an und für sich. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Was eigentlich die DLCs von Pokémon geholt? Nein. Ich habe die 9. Gen boykottiert. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt der Pokémon Hauptedition nicht spiele. Ich habe die Hauptedition, also Karmesin, habe ich gespielt bis zum 5. Ohr. Also, ich habe es on-stream 2 Streams lang gezockt und dann war ich so derartig enttäuscht von diesem technischen Zustand von dem Spiel, dass ich es dann auf die Seiten gelegt habe für 2 oder 3 Wochen. Und dann habe ich mir nochmal privat dazu aufgerafft, ihm noch eine Chance zu geben. Dann habe ich es bis zum 4. oder 5. Ohren gespielt und dann habe ich es auf die Seiten geworfen, weil ich habe das einfach. Das ist ein No-Go, was Game Freak bzw. Nintendo sich da geleistet hat. Und sowas unterstütze ich nicht. Ich sag das nicht. Es ist okay, wenn Spiele bei Release, ist zwar eigentlich auch traurig in der heutigen Zeit, aber das ist halt einfach mittlerweile Standard, dass Spiele unfertig auf den Markt kommen. Ne? Es hört mich kein Mensch, wenn es Performance-Probleme gibt, wie jetzt bei Lords of the Fallen oder halt damals auch bei Hogwarts Legacy, die können gepatcht werden. Ne? Und die werden in der Regel auch sehr, sehr zeitnah gepatcht, dass das Spiel dann auch wirklich funktioniert. Ist okay, über das kann ich drüber schauen, aber ein Spiel so derartig in einem Beta-Zustand auf dem Markt zum Rotzen, nur der Geldgier wegen, sorry, so sehr ich Pokémon liebe, aber das unterstütze ich nicht. Und deswegen habe ich die 9. Generation komplett geskippt. Also fast komplett geskippt. Mich freut für jeden, der wo Freude an dem Spiel gehabt hat. Überhaupt kein Thema nicht. Ich werde auch keinen irgendwie dafür verurteilen, wenn einem das Spiel gefällt, um Gottes Willen. Aber ich selber, ich habe die 9. Gen komplett geskippt und werde sie auch weiterhin skippen. Genau. Andi, habe ich dir, grüß dich gut. Ich hoffe auf eine neue Switch. Da brodelt aktuell die Gerüchteküche recht stark. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr mit einer Ankündigung rechnen können und 2025 eventuell mit Release. Das soll man schauen. Früher hat man sich das nicht leisten können, ein Spiel unfertig zu releasen, weil man früher nichts mehr hat nachträglich patchen können. Das mag unter anderem auch ein Grund sein dafür. Es hat auch damals diesen DLC-Wahn nicht gegeben. Ne? Du hast da damals ein Spiel gekauft für 60 Mark oder 70 Mark, keine Ahnung, und dann hast du aber ein fertiges, grosses Spiel gehabt. Heute kaufst du ein Spiel für einen Vollpreis, keine Ahnung, 60 Euro, 70 Euro, teilweise schon 80 Euro. So, und dann kriegst du irgendwann noch DLCs nachgeworfen oder kommen noch auf den Markt, die wo dann auch wieder, keine Ahnung, wenn es blöd läuft, 30 Euro kosten.
Dann hast du mal für so ein Spiel mal schnell einen 100er beim Teufel gehabt. Ne? Man ist ja jetzt, mich persönlich stört es jetzt weniger, weil wenn ich ein Spiel gut finde, ne, dann gebe ich dafür auch gern Geld aus. Jetzt zum Beispiel die, keine Ahnung, die Dark Souls-Reihe, wenn die ein DLC bringen oder was weiß ich, das kaufe ich gern, weil da weiß ich, was ich hab davon. So, jetzt wenn God of War theoretisch, da ist ja aktuell auch die Gerüchteküche stark am Brodeln, weil da wieder Patente angemeldet worden haben. Jetzt brodelt da so ein bisschen die Gerüchteküche, dass entweder DLC doch nachträglich kommt für God of War Ragnarok oder halt ein Nice, ne? Aber selbst wenn jetzt für God of War DLC kommt, das kaufe ich ohne Bedenken, weil da weiß ich, was ich kriege. Oder wie der Shadow schreibt, Elden Ring DLC, kaufe ich sofort, da weiß ich, was ich habe. Ne? Aber gut, ist ein anderes Thema. Elden Ring DLC warten wir aber auch schon ewig drauf, im Endeffekt. Das heißt zwar, erst hat es geheißen, ja, heuer kommt es noch, heuer kannst du nicht mehr damit rechnen, jetzt kommt es vielleicht nächstes Jahr. Man weiß, die halten sich recht, From Software hält sich da ziemlich bedeckt. Was aber gut ist, weil From Software lässt sich halt einfach auch Zeit. Ne? Und wenn sie sich Zeit lassen, dann werden die Spiele halt oder die DLCs halt auch entsprechend gut. So sag ich halt ich. Ne? Spotty habe ich die Ehre, grüß dich. Wie geht's da? Aber gut. Da haben wir ein bisschen abgeschweift. Aber muss auch mal sein. Kein Thema. Nicht so wie Game Freak. Nein, nicht so wie. Ich glaube nicht einmal ganz ehrlich, um das Thema nochmal ganz kurz aufzugreifen und dann auch zum Beenden. Dann fangen wir nämlich mit Resi an, dass wir Meta machen. Ich glaube, dass nicht einmal Game Freak schuld ist. Die Kinder glaube ich nicht einmal was dafür. Das Problem ist Nintendo selber. Nintendo geht zu Game Freak und sagt, hey, habt jetzt ein Jahr Zeit, 9. Gen und dann auf den Markt trotzdem, wir brauchen Kohle. So, Game Freak steht dann da, ja, wir haben jetzt 365 Tage Zeit, da irgendetwas auf Füße zum Stein. Und an dem Stichtag, keine Ahnung, an was für einem Tag das released worden ist, muss das raus. So, egal was für Zustand, weil Nintendo weiß ganz genau, überall wo Pokémon draufsteht, das verkauft sie wieder eine warme Biosemme. Ja? Die haben auch nicht dumm. Dass das halt natürlich bei der Spielerschaft extrem für Furore gesorgt hat heuer, oder letztes Jahr, das haben die selber nicht können sehen. Also das hat erst, die Kritik, die ist schon durchgedrungen zu einer. Ja? Was die jetzt damit machen, steht natürlich wieder auf einem anderen Zettel. Aber wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, Game Freak selber, der Publisher von den Pokémon-Spielen, kann per se nichts dafür, das geht von Nintendo aus. Nintendo macht da einfach Druck und dann kommt sowas raus wie heute die 9. Gen. Für Montag geht's ganz gut, danke, wie geht's dir? Das hört man gern, Spotty. Mir geht's soweit auch ganz gut. Ich bin gut in die Woche gestartet und so wie es ausschaut, bist du auch gut in die Woche gestartet. Das heißt, ich glaube, wir könnten mal in Resi reinschauen. Was hältst du denn da davon? Selbst die Mario Kart Games sind nicht so hingerotzt worden, beziehungsweise Mario. Zelda. Zelda ist das klassische Beispiel, was wie Pokémon hätte ausschauen können, wenn sie sich Zeit lassen hätten. Aber gut. So, Freunde der Sonne, ich glaube, wir starten mal rein, oder? Der Stream heute, schauen wir mal, kann theoretisch ein bisschen länger sein, weil Frau Bazi ist nicht da. Die ist beim Essen. Die sehe ich erst morgen wieder, wenn sie heimkommt im Endeffekt. Wir schauen einfach mal, wie wir vorankommen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir halt mit dem Spiel fertig werden. Ne? Außer ich stelle mich wieder gnadenlos dummer. Claire Simpen, da ist der Prof natürlich sofort am Start. Ist aber sowieso klar. So. Dann schauen wir mal. So, wo haben wir? Laborempfang. Das hört sich doch schon mal gut an. Laborempfang hört sich doch schon mal gut an. Mittlerweile denke ich mir, dass Game Freak nicht ganz unschuldig ist. Die haben schon bei Gen 1 Probleme beim Programmieren gehabt. Und da der alte Nintendo-Chef Satoru Iwata hat sogar aushelfen müssen. Ja gut, Gen 1, ich meine, okay, Gen 1, das ist 25 Jahre her, das kannst du mit dem Heiligen nicht vergleichen. Das kannst du mit dem Heiligen... Welches Spiel aus die späten 90er Jahren war denn nicht verpackt? Welches Spiel von früher hast du nicht glitschen können? Du kannst ja heute noch Spiele glitschen, ne? Also das darf ich jetzt nicht unbedingt als Kritikpunkt sehen, weil das war halt damals, glaube ich, einfach Standard, dass es viele Spiele gegeben hat, wo du einfach Bugs abusen hast können. Das hat jetzt per se nichts mit Pokémon zu tun. So. Holy shit, Freunde der Sonne, wir haben wieder mal ein Krautproblem, so wie ich das sage. Was haben wir da? Wir haben unser IT einmal, müssen wir mal kurz ein bisschen Brainstorming machen. Was haben wir denn da? Eine Nadelkarte? Genau, stimmt, wir haben ja dank dem Prof letztes Mal eine neue Waffen gefunden. Ein bisschen Schuss haben wir noch.
Das ist die absolute OP-Munition, die heben wir uns natürlich auf. Ja gut, jetzt müssen wir erst einmal schauen, dass wir irgendwo ein bisschen Gesundheit herbringen. Aber das, okay, da wird es wahrscheinlich weitergehen. Ich muss mich jetzt gerade mal ein wenig orientieren. Da wird es wahrscheinlich da irgendwann einmal weitergehen. Ja, muss da weitergehen, weil von da haben wir ja hergekommen. Ne? Das ist wahrscheinlich auch klar. Da in der, was haben wir da? Da ist Jerry, genau, die haben wir da gepackt. Die braucht jetzt ein Gegenmittel, im Idealfall. Bin mir nicht einmal mehr sicher, ob Game Freak noch Bock auf Pokémon hat. Ja, die haben schon Bock. Das Problem, wie gesagt, ist, die haben die Zeit nicht. Die kriegen einfach zu wenig Zeit vom Konzern Nintendo. Das ist das Problem. Pokémon wird sie immer gut verkaufen, weil es einfach Pokémon ist. Pokémon ist die erfolgreichste Spielemarke auf der Welt. Immer noch. Immer geht's grau raus. Ja, das ist... Was das ist, Claire ist, glaube ich, süchtig noch Graut. Ja, da müssen wir da rein, das hilft ja nicht. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir da das Beste draus machen können. Werden wir schon irgendwann mal ein Kreital finden, da wo wir ein wenig entgegenheilen können. Müssen wir mal schauen. Aha. Das ist was an der... Jetzt wahrscheinlich eher noch Licker an. Da Ring können wir auf jeden Fall irgendwas finden. Müssen wir schauen. Hm? Ja? Schauen wir mal. Ja, da drin scheint ein Zombie zum sein. Geht's denn da geradeaus weiter? Einfach durch da ist Cafeteria. In der Cafeteria kann der Pflanzen stehen. Ja, wir müssen mal schauen. Holy shit, das war selbst für meine Verhältnisse jetzt zauberhaft. Die werden lebendig. Da hinten liegt auf alle Fälle Schuss. Können wir mal kurz festhalten, dass ich noch keinen einzigen Schuss bis jetzt versemmelt habe. Ne? Das wird zwar nicht so bleiben, aber ich wollte es gerade mal ausnahmsweise auch für meine Wenigkeit erwähnen. Genießen Sie unsere Auswahl gesund. Oh, da ist noch einer. Aber kaum sage ich es, schieße ich zwei gnadenlos daneben. Kannst du es mal halten? Ja, jetzt habe ich mich wieder blamiert, ist schon klar. Ich muss einfach bei sowas in Zukunft einfach das Maul halten. Ne? Einfach einmal gnadenlos genießen. Was haben wir da? Gibt's nix. Da liegt der Nadelkartuschen. Irgendwo, ah da. Oh, Schweizer Käse aus dir. Ah, die liegt da hinter. Oh, da ist Schießpulver, meine. Ah, da ist die Nagelkartuschen. Da schau her. Das gleich mal so. Ja, einer von euch wird auch lebendig werden, Schatz, oder? Spätestens, wenn ich das nimm. Handgranaten, das ist immer nicht verkehrt. Sicherheitsschuss in Eier, oder was? Okay. Geht's nicht. Geht's da durch, ey? Mal schauen. Price, hab ich die Ehre, grüß dich gut.
ist nicht gut für mich. Ist natürlich bitter. Ja, jetzt haben wir wieder in der Situation, wo wir letztes Mal schon gewesen haben, dass ich jetzt wegen jedem Cast eigentlich One-Hit bin. So, und ich mir eigentlich gar nicht zur Wehr setzen kann dagegen. Wir brauchen mal Kraut. Ist doch ein ungeschriebenes Gesetz. Niemand sagen, dass es gut liefern läuft. Ja, richtig. Warte mal, wir haben, glaube ich, da herin noch Schießpulver gehabt, wenn mir nicht alles täuscht, oder? Ja, haben wir. Das nehmen wir gleich mit, weil da ist nämlich da in der Tankgranaten nehmen wir auch gleich mit. Damit nichts passiert. Ja, da müssen wir das Ganze jetzt leider nur mal machen. Das hilft nicht. Warte mal, was war denn da herin? Ah, da ist Siegling. Ja, genau. Okay. Price ist fit bei dir. Genießen Sie unsere Auswahl gesunder Nahrungsmittel. Der Zombie Charlie. Weil der ist noch mal aufgestanden. Der haben da. Ja, sicher, ich bin zu alt, dass. Was? Ich bin zu alt, dass er mich stressen lässt. Bei dir, euch auch. Ja, du, mir spielen heute Riese, heute muss gut gehen. Haben wir schon schlimmere Spiele gehabt. So, dem da hinten hat's ganz galant den Schädel zerrissen. Der steht normalerweise nicht mehr auf. Hoffentlich auch nicht. Oh shit, der zuckt noch, wenn man ihm in den Teier schießt. Gut, andere Frage, wer darf nicht zucken, wenn man ihm in den Teier schießt? So, Handgranaten, die haben wir da dazu. Das passt dem schon mal. Perfekt. So, Heizung eingeschaltet, damit kann... Was? Damit es nicht auskühlt darin. Es ist geisteskrank frisch geworden, gell? Es ist wirklich geisteskrank frisch geworden. Das muss man schon sagen auch. Man, ist okay so. Für das ist Herbst. Haben wir ja gesagt, dass es jetzt mal langsam nicht schon da, wenn es mal ein wenig kühler werden darf. So, jetzt pass auf, ich muss da oben... Ah gut, der steht nicht mehr auf. Dem sein Schädel ist komplett am Arsch. Der hat keinen scheiß Kopf mehr. So, mal schauen. Gibt's da irgendwie Heilspray, Kraut, I take it all. So wie es ist. Na gut, gehen wir mal ein Stückwerk her. Wir haben wunderbares Sim gerade. Ja, bei uns auch. Du hast heute früher gekratzt, ohne Scheiß. Na, so krass war es bei uns nicht. Tatsächlich. Haben wir überall. Warte mal, da unten am Tisch, glaube ich, ist da. Habe ich die Moon mitgenommen jetzt, die wo am Tisch gelegen ist? Muss ich nochmal schnell schauen. Scusi. Aber Moon dürfen wir jetzt nicht liegen lassen, den brauchen wir schon. Ja? Aber ich glaube, dass ich ihn mitgenommen habe. Nein, habe ich nicht, siehst du das da? Gut, dass wir nochmal die durchgeschaut haben. Ja? Mehr Moon, mehr gut, Freunde, merkt euch das. 0 Grad heute in der Früh. Nein, wir haben 5 gehabt, 5, 6. Aber neblig, es war neblig heute um 6 in der Früh. Tatsächlich. Oder was heißt, es war die ganze Nacht über neblig bei uns. Also, wie ich um 1:30 zu den Ernährungsautomaten gegangen bin in der Firma, da war der Nebel schon gescheit überdruckt. Tatsächlich. So, jetzt schauen wir mal da runter, das ist bestimmt ein, so ein Zombie-Idiot drin, der wo uns gleich ans Leder springt, sobald ich da meinen Fuß habe. Oh, leck, die haben Pfannkuchen. Pfannkuchen, was ist das? Da haben auf alle Fälle Fries erinnert. Und das kann ich nicht so ganz deuten, was das sein soll. Aber Menü war auf alle Fälle zauberhaft. Ne? Ich hab zwar schon gegessen, aber... Ja, wie schauen wir aus? Wie schauen wir aus? Wissen wir nicht. Da liegt auf alle Fälle Schießpulver. Das nehmen wir mit und das kombinieren wir gleich mit dem. Und dann haben wir wieder schäferische Schuss.
Gefällt mir außerordentlich gut. Haben wir aber noch nicht alles ausgelootet. Da, ein Ring gibt's, da drin gibt's noch irgendetwas. Brudi, in der Cafeteria, da hat's noch irgendetwas. Und in der Küche gibt's auch noch was und ich will es finden. Idealerweise ein Kraut. Ah, ein Messer. Ja gut. Ach so, die Küche zeigt zu der Cafeteria. Okay. Wir sind erst um 7 los. Okay, das haben wir... Was? Das haben wir wieder die 43. Ja. Achso, und jetzt können wir da raus und dann in den Schlafraum, wo's... Also den losen wir aber auf Visitenkartendrucker, gell? Aha. Nur mal schauen, weil ich kann mich noch ganz vage erinnern, dass wir irgendwann auf einen Licker treffen. Muss ich gerade feststellen, wir haben unseren Granatwerfer gar nicht dabei. Bisschen blöd, aber... Da ist ein Chip. Kondensator, Elektroschockgewehr. Oh, man sollte mal so. Ja, da müssen wir irgendwas finden. Beziehungsweise Muff. Da ist der Chip. Das sollte nützlich sein. Der gehört wahrscheinlich da dran. Nein, da gehört er nicht dran. Okay. Panzerknacker, habe ich die, grüß dich, gut. Wie geht's dir? Okay, jetzt habe ich da einen Chip gefunden. Das ist eine Überstromschutzeinrichtung. Aber was tue ich mit dem Chip jetzt? Den Chip brauche ich jetzt wahrscheinlich, dass ich da vielleicht durchkommen kann. Das sein? Da werden wir herausfinden. Alle vorsichtig sein. Der kann nicht mehr aufstehen, der ist komplett am Arsch. Access denied, okay. Nur ein wenig aufpassen, der Licker, wenn uns anspringt, war natürlich. Hey, wir können noch jetzt zurück. Moment einmal. Okay. Mir geht's gut und dir? Ja, bisher eigentlich entspannt. So, ein kleiner... Moment einmal. Ein Chip mit allgemeinen... Ah, I see what it is, man. Ein Kraut war heute schon langsam zauberhaft, gell? Immer vorsichtig sein. Mal die große Buffen her. Damit nichts passiert. Du hättest einen Krautsalat vergessen. Dude, Claire, glaube ich, war da gerade sehr, sehr dankbar. Claire, meine, war da gerade richtig zu Dank verpflichtet, wenn es dir ein wenig einen Krautsalat bringst. Chief Cartwright erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Scheiß auf die. Grundzeit kommt noch nur. Ja, wenn der Prof das sagt. Panzerknacker, hast du einen angenehmen Montag gehabt? Sind wir gut in die Woche gekommen? Ich hoffe doch. Ah ja.
Ja, servus, erst. Vorsichtshalber, gell? Spezi. Aufnahme der Spezialeinheit. Alpha und Ghost, Zielperson bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Hier Ghost, verstanden. Rendezvous am Punkt W3. Roger. Hier Alpha, Zielgebiet erreicht. Verstanden. Warte auf Zielperson. Hier Alpha, Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen. Erwarten Signal. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Also ist das Antivirus im Westbereich. Oh, da geht's aber weit oben, gell? Freunde der Sonne, das sind wohl die Tiefen von Moria. Ja, drücken wir da mal den Hebel. Oder den Dodge-Panel. Geht schon? Nichtsdestotrotz wünsche ich dir einen angenehmen Feierabend und einen angenehmen Aufenthalt. Ist aber hoffentlich sowieso klar. East Area. Was in der West Area? Also wir müssen quasi jemanden da Okay. Oh, ja, Claire, jetzt müssen wir mal für die ganzen Claire-Simper da, wenn genug tun da. Sie zeigt ein bisschen Dekolleté. Ja, ich hab's, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen. Claire ohne Jacken, nur mit Unterhemd ist halt definitiv. Ne, das hat mehr Persönlichkeit, wenn du mich fragst. Bitchen, gern. Da gibt's auf alle Fälle nirgendwo Apps. Okay. Aber wenn wir im Westbereich müssen, dann schauen wir halt einmal, ob wir den Westbereich ausfahren können. Ich vermute jetzt einmal eher nicht, weil das war ja dann einfach. Führungspersonalrechte für Brückenzugang erforderlich. Aber man schon fast denkt. Ah, das darf ja. Natürlich erst noch Osten, bevor wir noch Westen können. Packe aber genau. Hey, der Prof ist ein absoluter Claire-Fanatiker. Ja gut, dann schauen wir mal, was da im Osten auf uns lauert. Oh, da ist hell, das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Oh, da kreisen ein paar Fliegen rum, da gibt's was zu holen. Irgendwo's. Aber wo? So, servus. Schaut's aus? Geht da was? Ja, du, die Pflanzen da halt auch, gell? Glaube ich, geht's nicht gut. Nein, oh, da ist er gerade, da schau her. Jetzt geht's uns wieder gut. Ja, easy. Perfekt. Ah, zumindest ein wenig besser. Noch nicht optimal, aber besser als wir vorher. Na, du darfst uns nicht beschweren, das nimmt. Oh, haben wir da denn alles? Da haben wir noch ein Schießpulver, das ist gut für uns. Da ist auch ein Speicherterminal, sage ich gerade. Pass auf. Das Messer da haben wir jetzt einmal weg. Und dann nehmen wir uns unsere Granaten wieder mit, unsere Waffen wieder mit. Mehr Waffen, mehr gut, ne? Billinger, habe ich dir. Und ich hab gerade gesehen, dass morgen wieder mein Abo verlängern kann. Also ich glaube, Twitch ist mir wieder ein wenig broken. Okay. Also jetzt, ich hätte jetzt halt an und für sich gesagt, dass es vielleicht daran liegt, dass du vielleicht dein Abo bei der Verlängerung nicht weit triggert hast, aber soweit ich weiß, triggerst du jedes Monat deine Abo-Verlängerung. Weil das kann natürlich schon sein, wenn du mir länger nicht quasi, ne, Abo-Verlängerung teilen drückst, dann kann es sein, dass du dreimal hintereinander dann das machen kannst. Bestart. Aber okay. Ja, also das mache ich selbst nicht. Das ist so. War der Mischung nicht besser gewesen? Ich hab keine Ahnung. Profi sagt das, wie es ist, ich hab keine Ahnung. Okay, da haben wir ausgelootet, das passt schon mal. So, wo müssen wir jetzt hin? Wahrscheinlich. Achso, da gibt's jetzt. Moment einmal, da gibt's jetzt zwei Wege. Wir haben von da hinten einer gekommen. Ah, von da haben wir gekommen, okay. Scusi. Mehr Resub, Gaudi, mehr gut. Ja, ja, du weißt das ja als Streamer, also ich sich da so, ne? Aber ja. Sag ich genauso. Mehr Resub, Gaudi, mehr gut. Ah, ja, stimmt, da dämmert was. Das war ja, da hat es ein Gewächshaus gegeben, richtig.
Richtig, richtig, richtig. Da war was. Haben wir noch vergiftet oder irgendwie sowas? Jetzt wollen wir schauen. Jetzt kann ich gerade nichts mitnehmen. Warte mal, dann lagere ich mal schnell das da ein. Okay, es hat ungefähr gar nichts gebracht, aber gut, ja. Wenigstens haben wir es einmal probiert. Ich lasse das Schießpulver jetzt einmal schnell da liegen, damit wir mal etwas aufglauben können. Da ist zu, okay? Dann müssen wir da weiter. Ah, da hinten geht's aussehen. Okay. Vermutlich geht's da weiter. Ah, da kommen doch dann so komische Pflanzengegner, glaube ich, oder? Die wo ziemlich robust sind. Ja, ja, genau. Was zum Teufel? Warte, wie verhält das Viech aus? Okay, das Ding ist ziemlich robust. Highlander habe ich dir, grüß dich gut. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Warte mal. Nehmen wir mal. Säuregranaten. Kann man vorstellen, dass wir jetzt mit Brandgranaten gegen die Dinger ziemlich viel ausrichten können. Kann man vorstellen, ne? Weil Pflanzen brennen ja bekanntermaßen ziemlich gut. Warte mal, und einer steht jetzt nicht so sicher. Was haben wir aus Pokémon gelernt? Pflanzen-Pokémon sind gewissermaßen gegen Feuer-Pokémon aufgeschmissen. Da liegt der Blendgranat umeinander, okay. Müssen wir schauen. Okay, hat irgendwas eine. Hey, sieh, Notruf! Ja, da können wir auch noch durchgehen. Ah, erst einmal ein wenig umluren. Dort liegt der Blendgranaten. Ja, zur Verteidigung wahrscheinlich nicht ganz so schlecht. Jetzt schauen wir mal, was ist jetzt da Phase? Ein Input-Code, ja gut, den haben wir nicht. So, was haben wir da? Brauchen wir irgendetwas? Lösung wird zerstört.
Verteilerkartusche. Okay. Ich schätze mal, was haben wir jetzt da? Lösungssprinkleranlage, Steuerungsterminal. Ja, ich schätze mal, wir werden da raus müssen. Wenn ich jetzt einen Nap mache, eskaliert das sicher wieder. Mit ziemlicher Sicherheit sogar, Mr. Price. Also ich würde es nicht tun. Okay, was haben wir da? Da hinten geht's weiter. Da ist Gewächshaus selber. Gibt auf alle Fälle da irgendwas zum Holen. Jetzt schauen wir mal. Da ist der Weg blockiert, da geht einmal nix. Okay. Okay, die Säurepatronen haben ja die Dinger auch ganz schön stark. Da haben wir Kraut. Das mir persönlich jetzt aber nicht weiterhilft, weil das ein blaues Kraut ist. Uns abgesehen davon sowieso nicht aufklappen. Ah, da schaut's mal. Das ist ein Zugangscode. Okay, wir haben das erste und das zweite Symbol haben. Ich gerade sagen, wie wenn da was umeinander schleiert hat. Okay, das erste und das letzte Symbol sind, ich sage jetzt einfach einmal zwei Stecker nach rechts. Dann ein Ist-Gleichzeichen, das kann man glaube ich merken. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir mal zurück. Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder. Sie geben das Empfangene 10-fach zurück. August von Kotzebue, deutscher Dramatiker von 1761 bis 1819. Bildungsresub, der Feider, danke dir für deine 8 Monate. Vielen lieben Dank. Weiterhin willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut und bist hoffentlich gut in die neue Woche gekommen. Danke dir. Wie geht's dir? So, jetzt pass auf, was haben wir gerade? Stecker, Ist-Gleichzeichen. Ich glaube, es war das drum und noch mehr Stecker. Dann ist die Kiste doof. War das eine ausgewachsene, fleischfressende Pflanzen? Ich glaube, das kann man so durchgelassen, wenn man sie so bezeichnet, ja. Eine zindlige, fleischfressende Pflanzen. Oh, da liegt... Ja, das ist wieder Rosakraut, okay. Das hilft uns wieder nichts. Achso, und dann geht dann da... Ja, du kannst mir jetzt dabei mal schlecken. Das passt dann schon. So, natürlich ist auch hier in einem Keller Fotzengrob Fenster. Ist eh klar. So, wie schauen wir da aus? Da hinten, das müssen wir mal schauen. Ah, da schau her, da liegt einiges. Das ist der Karten vom Ostbereich. Hier ist Pulver. Los einmal schnell da liegen. Jetzt pass auf. Weil falls wir nämlich natürlich irgendwie sowas wie ein Kraut finden, Daten war natürlich das jetzt erst einmal gar nicht so verkehrt. Von ganzem Herzen gern. Merci, passt soweit alles. Ich hoffe, bei euch alle auch bei euch alle ist auch alles okay und nachher sind wir schon wieder im Lurk. Danke dir. Ja, heute geht's deutlich besser wie gestern, darf ich fast sagen. Weil heute spielen wir mal nicht mehr diesen. Aber ansonsten alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Schön, dass bei dir euch auch alles passt. So. Schauen wir mal. Aha.
Liegt der... liegt der Dönerspieß im Eck, blöd. Okay. Und damit die Waffen heben wir uns wieder auf für die ganzen... für die Krautköpfe da drum. Nein, nicht kombinieren. Power Level. Ich höre jemanden... Ich höre jemanden stopfen, so ist es für nicht, gell? Aha. Da ist ein Loch da ist garantiert ein Licker um. Schießpulver darf man noch nicht vergessen. Oh, da liegen Brandgranaten, das war gut für uns. Boah ja, irgendwie klar, ich möchte jetzt einmal... Hey, wie... Die Frage ist, wie lobt man die Waffen auf? Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Oh nein. Da ist Kraut. Kraut ist gut für uns. Ja, und jetzt kann ich es nicht mitnehmen, oder? Ja, natürlich nicht. Blöd. Was ist der ich sag? Scheiß auf die Blinkgranaten. So, jetzt haben wir zumindest einmal wieder voll kalt. Das ist ja schon mal was. Okay, wo müssen wir hin? Von wo haben wir, besser gesagt, von wo haben wir denn gekommen? Von da haben wir gekommen. Wo geht's in den Serverraum auch noch rein? Blöd, kein Strom. Dann geht's eigentlich nur hinten weiter. Genau. Hey, mal, ich sag klar, dass die lebendig werden. Ah, nicht einmal, okay. Aber wer wird denn gleich so zintig sein jetzt? Genau, leg die wieder hin. Selbst so weit, was haben wir da? Ein Pokal. Da brauchen wir auch irgendeine so eine Station. Da haben wir schon einen Probeschuss gemacht. Was auch immer das ist. Ah. Das ist wieder ein Code. Müssen wir nochmal zurück. Du dummen Arsch! Okay. Ja gut, das Schießpulver lassen wir uns einmal im Hinterkopf. Ja, rumläuft jetzt irgendwo so ein Krautschädel umeinander, oder? Okay, Berichtigung, da laufen mehrere Krautschädel umeinander. Okay. So, schauen wir uns das nochmal an. Was ist jetzt das für ein Symbol gewesen?
Okay. So 2 Rechteck, ein I. Ah, schauen wir mal. Rechteck. Ah, warte, falsch. Moment, nochmal. Rechteckerl, dünner Strich. Rechteckerl, dünner Strich, der ist dicker Strich. Ja, wir. Ah, jetzt hat. Ah, ist jetzt. Moment einmal. Was ist jetzt da aufgegangen? Drug Testing Lab. Das Medikamententestlabor. Ah, das ist, wenn jetzt da rausgeht und dann da um. Okay, ja gut. Ja, immerhin. So, jetzt war ich in der Kiste nicht schlecht, wo die ganzen Schund einlagern. Oh, da brauchen wir gerade da auslaufen. Ja, jetzt Moment, das machen wir jetzt gleich mal schnell. Kurzes Inventarmanagement, Freunde der Sonne. Ja, natürlich bist du jetzt auch wieder da, ist eh klar. Oh nein. Bin ich jetzt direkt dankbar, dass wir ein paar Brandgranaten haben. Ja, Moment einmal. So, wo ist gerade der Pokal kommen, Wickert? So. Ja, aber dann jetzt aber auch schon. Das Messer brauchen wir auch nicht. So, die Brandgranaten, die Handgranaten los haben wir dabei, für alle Fälle, da nichts passiert. Und dann passt es ja dabei einmal. Werden wir mal zwischenspeichern. Und dann gehen wir nochmal retour. Müssen wir jetzt in das Medikamentenzimmer. Ja, läuft gar nicht so schlecht bisher. Ne? Ich will mich jetzt nicht beschweren und ich will es auch nicht jinxen oder baiten oder sonst irgendetwas, aber können wir uns dabei einmal relativ gut über Wasser halten. Gut. Müssen wir da aussehen, dann links, oben und dann. Okay. Die stehen ja sowieso wieder auf, abgesehen davon. Jetzt ist die Waffe aber leider useless. Oder ist es fein? Okay. Erst einmal umschauen. Oh leck, was ist denn das? Bigfoot oder was? Handgranaten. Okay, das sparen wir jetzt einmal. Okay, gibt's da sonst nichts Ehren oder was? Ernsthaft? Unkrautvernichtersynthese. Unkrautvernichtersynthese für Gewächs 43, leere Kartuschen im Lösungsausgeber platzieren, erforderliche Menge UMB Nummer 21, P irgendwas einfüllen, umgehend kühlen. Gewächs 43, Zeit beeindruckendes Wachstum. Sollte etwas Unerfreuliches geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Im Fall eines unvorhergesehenen Vorfalls sollte nach den oben stehenden Anweisungen ein Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Schaden möglichst gering zu halten. Aha. Pflanze 43 vernichten. Verteile Kartusche erhalten haben wir schon. Das ist das Ding da. Genau. So. Gut, die Handgranaten, die sparen wir uns, dabei brauchen wir nicht. Dann werden wir nochmal da oben müssen. Das hilft, da waren wir ja noch. Ne? Genau. Da gibt es ja noch was zum Finden. Serverraum können wir noch nicht rein. Wird man wahrscheinlich Temperaturtestlabor, da kann es sein, dass wir da rein müssen. Aber das werden wir rausfinden. Was werden wir herausfinden? Oh, da haben wir noch was.
Schießpulver, das ist gut, weil dann nehmen wir das Schießpulver auf dem Weg da hier auch gleich mit. Scheißdreck. Ist schon ziemlich insane. Schussfressende brutal feig, gell? Wahnsinn, was so Pflanzenrobustheit hat. Okay. Na, da das Schießpulver wieder mit. 51 Schuss, das hat sich rentiert. Aber definitiv. Dann haben wir da runter auch schon alles gelootet. Ja, perfekt. Mit dem schon. Gut. So, da können wir nicht rein. Genau. Aufenthaltsraum haben wir soweit alles. Ja, natürlich steht der Vollidiot jetzt auch. Oh, direkt das Arschloch rein! Oder auf deinen Kopf, ja, das macht halt. Stehst du noch mehr auf, oder? Ja gut, jetzt nicht mehr. Mehr Pulver, mehr gut, ganz genau so ist es, Wifi. Es gibt nicht nichts Besseres als wie Fehlschuss. Ich will jetzt trollen da hinten. Weißt du, jetzt schieße ich 5 Minuten in der Gegend umeinander und dann kommst du daher. Verdammte Scheiße. Ah, her, der umeinander gichteln auf jetzt da. Mehr Blut, mehr gut. Ja, das natürlich auch. Ganz. Andi, zu zweit jetzt, oder was? Aber die nicht so gründlich schnell warten. Holy shit! Ah, 2 haben schon kreiselig, gell? Na gut, jetzt haben wir wieder in der Ausgangssituation ziemlich angeschlagen. Okay. Ja, nur mal schauen. Okay, da geht's nicht weiter. Wir brauchen auf alle Fälle einen Stromkreislauf. Da gibt's auch nichts. Ich hab noch nicht gesehen, wo. Warte mal, bis das der da einfach reingeht. Mist. Irgendwie noch mal drauf. Nehmen wir nochmal nachsetzen. Ah ja, da können wir noch nicht rein, ja genau. Die Waffen habe ich noch nicht so kapiert. Aha, da fällt doch jetzt garantiert gleich eine Pflanzen, oder? Ist jetzt so vorhersehbar, dass die wieder aufstehen.
gibt's irgendetwas? Aha, da hinten. Aber irgendwas gibt's da im Treppenhaus. Ah, oder zählt da das dazu, das kann natürlich sein. Ich hab auf alle Fälle da drin Schießpulverling sehen. Ja, wo ist er denn? Sehr gut. Pulver. Oh, was ist das? Murmelpulver, sehr gut. Was heißt Pulver? Patronen? Notiz eines Unbekannten. Alle sind verwandelt Pflanzen geworden. Sie kommt zurück immer und immer wieder, verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht. Ja, Verbrenner war nicht schlecht. Signalmodulator. Das ist, dass wir in die verschlossenen Tieren können. Das ist einmal gut für uns. Steht jetzt die Schubverbrunsten wieder reif, oder was? Ey, da brauchst du überhaupt nicht Syntheser. Ich habe ja einen Ellenbogen durchgeschossen, meine ich. Ach, das ist ein Shortcut? Nice. Perfekt. Ja, das war noch mit Dusel, weil da können wir jetzt nämlich wieder speichern. Gut, jetzt haben wir im Endeffekt wieder in der Ausgangslage, bevor wir Speien angefangen haben. Ne? Wenig Gesundheit, aber relativ solide ausgestattet mit Schuss und so. Ne? So, jetzt passt's Obacht. Da hinten gibt's noch ein Tier im Serverraum. Die müssen wir noch aufmachen und da gibt's auch noch eine Tür. Da werden wir wahrscheinlich her müssen, ins Tieftemperatur-Testlabor. Weil so der Kosten, das Serum sollte man tief kühlen. So, Serverraum ist dann da, das heißt, ja, wir gehen jetzt im Endeffekt wieder da aussehen, wieder in einen anderen Stock runter und dann wird's einem schon. Also hoffe ich mal. Die stehen auch wieder auf, es ist der Ernst. Das ist schlecht. Da drin läuft auch wieder so ein Idiot umeinander. Jetzt warte mal, können wir da anders gehen? Ja, können wir eigentlich schon. Warum wieder durch die Pflanzen durch, wenn wir auch hinten auch gehen können? Die Pflanzen vermeiden wir jetzt, wenn möglich, weil die fressen ziemlich viel Ressourcen. Gehen wir einfach mal da entlang. In der Hoffnung, dass uns jetzt da nicht wieder 100 Mal was anspringt. Vor allem keine Licker. Licker warten jetzt alles andere wie gut. Wobei wir halt gespeichert hätten, noch ein bisschen davon. Jetzt bevor es kurz habe ich die Ehre. Okay, da hinten müssen wir das Modul einstecken. Da oben ist aber ein Loch und da kommt garantiert auch noch mehr einer oben. Bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. So, jetzt sehen wir da mal das Modul da rein. Error. Was? Hä?
Achso, da muss man das Muster eingeben dann quasi, oder was? So ganz verstehe ich dieses zwar noch nicht so, dass ja eigentlich passen, oder? Dann kommt einer und stellt erst mal sauber her. Ja. Das check ich jetzt nicht. Oder braucht man da bestimmt? Warte mal, da herum war doch auch noch irgendetwas. So, ne? In den Schlafraum kommen wir noch rein. Da ist irgendwo sehr drin. Über Stromschutzeinrichtung. Ja, genau. Aber da müssen wir wahrscheinlich erstmal ganz zurück. Das kann natürlich möglich sein. Das kann natürlich möglich sein. Ja, jetzt pass auf, jetzt schauen wir einfach einmal. Ich weiß, jetzt bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man da bestimmtes braucht. Aber das werden wir herausfinden. Schauen wir mal. Okay, der Weg ist deutlich besser als wie der andere. Hundertprozentig. Okay. So. Genau, da können wir jetzt eh direkt aussehen. Dann müssen wir wieder in das Nordareal. Yeah. Hallo Yassi. Na, ist gut. Bin auch da. Sehr schön, das freut mich. Wie geht's da? So, okay. Notstromaggregat wo? Müssen wir da hinten hin. Ich brauche jetzt vor allem einmal eine Heilung, ja? Das war nicht schlecht. So, servus. Montag geschafft, also gut, wie geht's euch? Sehr schön. Wieder einer mehr, der Montag hinter sich hat. Und bei mir alles soweit zauberhaft. Ich meine, heute ist es nicht ganz so stressig wie gestern. Ich meine, ich struggle zwar gerade so ein bisschen mit meiner Health, aber sollten wir hinbekommen. So. Hey, check's nicht. Da steht halt Muff drauf. Ja, man sollte halt vielleicht oben an die Leisten hinschauen, dann macht's auch Sinn. Ne? Aber gut, ist egal. Völlig fein. Jetzt haben wir erst mal da ein wenig Licht. Verdenk nicht mal dran, Charlie, dass du aufstehst. Ich hab gesagt, liegen bleiben. Das bringt dir auch nichts, wenn du jetzt zu worken anfängst. Oh ja, perfekt. Platzverschwendung. Sehr gut, wieder ein Erfolg. Hashtag Platin-Run. Wayne Liss Notiz. Mein Gott, Blut überall, was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot, alle tot, das waren diese Männer in Schwarz, USS, die Spezialeinheiten vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hirne in einer roten See. Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert, die verarschen mich. Dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis, ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde, ja genau, wahrscheinlich doch sterben. So. Katzen gefüttert, unser Essen im Ofen. Ich möchte langsam mal auf die Couch.
Ja. Ja. Couch, immer gut. Warte mal, habe ich das Ding noch dabei? Ja, okay. Gut, dann haben wir da jetzt alles ausgeblutet und können wir im Endeffekt den ganzen Weg wieder retour laufen. Perfekt! Aber wenigstens haben wir Licht, ne? Das ist ja schon mal was. Ja, Claire, du schaust nicht gut aus. Also, gesundheitlich, ne? Du schaust natürlich schon gut aus, aber gerade so aktuell, in deiner jetzigen Lage gefällst du mir nicht. Ja, das ist zwar gewissermaßen auch mein Verschulden, aber okay. Vielleicht ist uns der Resigott noch gnädig und sagt uns noch mehr Kreiter. Ne? Ich bin ein Gott, das ist schon bei ganz anderen schief gegangen. Ja, ja, definitiv. Das hat aber so diese Gottkomplexe, die manche Menschen meinen, haben zu müssen. Oh, der Price hat also quasi den Powernap noch nicht nachgegeben, das ist sehr gut. Das heißt, er erlebt einen weiteren Tag. Oder einen weiteren Abend, wenn man so will. Ja, jetzt schauen wir da einmal. Nein, ich stehe in der Küche. Sehr gut. Das ist auch eine Möglichkeit, um einen Powernap zu verhindern. So. Jetzt haben wir wieder da. Ja, dann gehen wir wieder da durch das Treppenhaus. Es ist mir wurscht, mehr speichern ist auch mehr gut. Ich weiß, dass das noobig ist, aber bevor dass ich jetzt stirb mit meiner wenigen Gesundheit, du Brudi, da muss ich ganz groß. Wenn ich schlafe, wo stirbt ab? Das ist natürlich auch belastend, wenn man Powernap macht und dann aufkommt und das erste, was man realisiert, ist, dass man Abwaschen noch machen muss. Hätte ich auch keinen Bock, sag dir, wie es ist. Na, Claire, es tut mir leid. Ich dachte jetzt gern sämtlichste Tabletten zukommen lassen, die wo irgendwie Schmerzen in der Hand, aber ich kann es leider nicht. So, servus. Genau. Du Hirngulasch bleib hoffentlich schon liegen, gell? Gut, ich habe jetzt in Resi noch nie einen Licker wieder aufstehen sehen. Das muss ich vielleicht auch zu meiner Verteidigung dazu sagen. Aber garantiert, wenn jetzt ich da einen Muffei druck, beziehungsweise das ist der Murph. So, der Murph. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkton aus Der Pinkton! Aber der ist ei. So, rein theoretisch, jetzt haben wir ja da Strom, jetzt bis halt erstens mit die Tier da aufgehen und die Tier da herfahren. Wir gehen erst einmal in den Serverraum. Damit nichts passiert. Ah, das hier, das Hirn ist Gulasch, das passt perfekt für uns. So, zumachen wir mal, dann schauen wir mal, vielleicht haben wir Glück. Da haben wir auf alle Fälle Pulver. Holy shit. Braucht wer einen neuen PC? Oh ja, das ist Brandgranaten, das ist auch gut, das ist sehr gut sogar für uns. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Ist auch gut für uns, ja, den nehmen wir mal so dankend mit. Ist er mal weg. Die lassen wir dabei. Oh. Sehr gut, dann haben wir da schon wieder Schuss. Irgendwas gibt es aber da noch. Irgendwas gibt es hier noch. Messer. Gut, das lagert ja ein, das brauchen wir nicht. Wir haben ja eh Handgranaten dabei, von daher. Sei es fit bei dir! Da haben wir alles. Perfekt. Gut. Geh jetzt einmal davon aus, dass uns gleich irgendwas anspringt da draußen. Also richten wir lieber mal gleich die ganz große Buffen her, ne? Warte mal, das Ding müssen wir da wieder oben und dann der Vierer. Hallo? Jo, hungrig? Ja, besser wie ein Powernap. Ah, das Loch, dem Loch da um den traue ich nicht. So, jetzt müssen wir da rein können.
das da? Schauen wir mal. Die macht mich wegen nervös. Ist da was? Irgendwas? Da muss was geben. Ah, it's a trap! Sag ich doch! Das macht man nicht glauben, dass Zombiefleisch so robust ist. Und die ist noch nicht hier. Die schlimmsten Gefühle gemeinsam: Powernapping, hungrig und kuschelbedürftig zu sein. Ja, das ist die Teufelskombi. Das ist die Dreier-Teufelskombi. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Ja, was habe ich eine Sekretärin, die wo das macht? Ja, und was gibt's jetzt da noch? Aha. Wayne Lees Posteingang. Scheint nicht wichtig zu sein. Hä? LOL? Da muss es irgendwas geben. Gibt's nicht. Steht die Frage nicht. Bin ich? Na gut, gehen wir mal weiter. Das werden wir vielleicht finden, wenn da mal ein wenig Licht ist. Wow, ab in die Kühlkammer. Verdammt! Hätte meinen Parker einpacken sollen. Walle, kriegt der Nippelständer jetzt? Grafikdesign wo? Aha. Mal ein Sicherheitsschuss in Datteln. Okay. Schießpulver, gut für uns. Säuregranaten, auch nicht verkehrt. Aber der Arzt hat gesagt, ich soll die Woche daheim bleiben. Gut, nur dass die halbe Belegschaft da halt krank geworden ist und in meinem Bereich gerade noch eine Person ist für euch. Viel Spaß, wenn du wieder anfängst. Und habe ich die Ehre. Ja gut. Aber mal eine Woche daheim sein ist auch nicht verkehrt. Was ist jetzt das da? Achso. Jetzt schauen wir mal. So, da muss ein Kartuschen rein, meine, oder? Wie Error. Ach, die muss man. Ach so, die hätte ich vorher schon befüllen sollen. In der Gewehr. Ah, so, die hätte ich da auffüllen müssen. Ja, okay, das ist belastend. Das heißt, ich muss nämlich noch mit zurück. Außer es gibt da irgendwo noch eine andere Station. Das muss ich zwar jetzt bezweifelt, aber jetzt schauen wir mal. Jetzt warte. Na, schaut nicht so aus. Ja, okay, ich muss noch mal ins Gewächshaus zurück, so wie es ausschaut. Aber okay, ist ja fein. Können wir ja machen. Also ein bisschen hin und her rennen, das ist das Feld auch schon, gell? Servus. Oh, wie schön ist, wenn da ein Licht ist, ey. Wahnsinn. Jetzt haben wir gleich viel schöner. Ah, durch das, dass da jetzt Licht da ist, haben da jetzt Pflanzen, oder was? Okay.
müssen wir da gleich aussehen, durch den Konferenzraum durch. Achso, ja, und dann müssen wir aber zwangsweise wieder an denen 2 vorbei. Ja gut, okay, jetzt haben wir ja Brandgranaten. Das ist ja jetzt aber nicht so dramatisch. Achso, die haben jetzt auch weg, oder was? Ja, das ist aber nett. Burn, Motherfucker! So. So, wird das jetzt aufgefüllt? Fehler, Kartusche leer. Ja. Mit Lösung nachfüllen. Ja, und wo fülle ich jetzt die mit Lösung noch? Okay. Medikamente. Vielleicht da im Testlabor. Ah, Moment einmal. Und sehr feier eingefangen. Da kannst du es auffüllen. Ich hab's nicht gesehen. Fuck. Okay. Manueller Modus aktiviert. Bitte. Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Ja, ja. Dieser Werfer ist eine Vollgranate. Okay, das war schlecht. Ja, da hast du schon besser nicht. Jetzt pass auf. Was ist jetzt da? Was müssen wir jetzt da? Müssen die alle... Die müssen alle 3 das gleiche haben, oder wie? Achso, nein, nein, die linke Kartusche muss auf den roten Strich kommen. So ungefähr. Vermute jetzt einfach mal. Okay, jetzt haben wir voll Kartuschen. Mit der vollen Kartuschen müssen wir jetzt quasi wieder zurück in den Gefrierschrank. Ja, jetzt können wir da zumindest einmal, jetzt pass auf, können wir da zumindest da die Granaten einmal mitnehmen, weil jetzt haben wir ein wenig einen Platz. Und eine haben wir ja braucht. Dann ist da quasi auch ausgelootet. So, der Aschehaufen soll jetzt hoffentlich nicht mehr aufstehen. Zumindest werde ich das sehr, sehr zauberhaft finden. Gut, dann werden wir jetzt da mal zwischenspeichern, damit nichts passiert. Okay. Ist klar. Mal schauen, ob der noch mehr aufsteht. Ich vermute mal schon. Ja, ist eh klar. Oh nein.
Ich sag's nochmal, ich war immer nur dafür, dass wir mal ein Grashalm finden daten. So, jetzt müssen wir da erinnert. Die Lösung Kühlstein. So, einmal bzzzt. Ha, wie ein Kuckerroboter, wie labert. Alle, eine Stecker ins Loch. Oh, so ein feiner Ski. Ja, keiner weiter. Verteilerkartusche, Unkrautvernichter. So. Abgeschlossen. Jetzt geht's der veganen Anstalt da, wo wir ganz gewaltig tragen. Nichts gegen Veganer, by the way. Roboter Armloben, ja. Bleib ja liegen, ich schwör's dir bei Gott. Ja, aber... Okay, das zählt für den kompletten Bereich, da gibt's gar nichts zum Holen. So, jetzt ist die Frage, was ist der bessere Weg? So wie wir kommen haben, da die fast sagen. Das ist eine tovolose Frechheit. Ja. Man muss sowas auch mal sagen dürfen. Ja? Jetzt steht das Fisch schon wieder. Willst du mich verarschen oder was? Wurzelsepp. Ich war da verbunden, wenn du jetzt einmal da bleibst. Ja, schaut er schon mal nicht schlecht aus. Gut. Also für das, dass wir die ganze Zeit mit ungefähr 0 Gesundheit, mit 1 KP durch die Gegend laufen, schlagen wir uns gar nicht schlecht. Ja, stimmt schon. So, jetzt machen wir erst einmal die ganzen Pflanzen da kaputt. Lösung wird zerstört. Ja, da zirkt's da alles zusammen, gell? Ja gut, Seele. So viel zum Thema Unkrautbefall. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Die Frage ist, wo ist der Körper jetzt runtergeflogen? Ach, da hängt. Beim Führungspersonal. So, und das haben wir jetzt wo braucht? Da hat's. Ah, genau, da müssen wir jetzt wieder retour, damit wir dann da den Westbereich freischalten können. Ist das wahrscheinlich im Bereich des Möglichen, oder? Ja, mit Sicherheit sogar. Was ist da noch mehr drin? Jerry, ja, okay. Was für einiges. Interessiert mich. Scheiße. Wir sind den nicht mehr. Ah, jetzt ist da schon einer drin, ja, perfekt. Wo auch immer du gerade herkommst. Ui, jetzt war es direkt ein wenig stressig geworden. Oh Mann, ey! Ja gut, ich weiß schon, ich muss gerade ein wenig überdimensional oft speichern, aber ich sag das, wenn ich einmal von irgendeinem Viech getroffen werde, dann bin ich halt am Arsch, ne?
Und ich habe keinen Bock, das jetzt noch 20 Mal spenden zu müssen. Deswegen Safety first. Ne? Das geht nicht nur im echten Leben, sondern es geht auch in Videospielen. Mach mal. In der Hoffnung, dass ich im Westbereich jetzt vielleicht irgendwo ein Grab finde. Ja, dann wird es nicht mehr ganz so stressig. Mir tut es ja selber leid. Ja. Ich muss schnell das Antivirus finden. Du musst vor allem schnell einmal Heilung finden, gute Frau. Das ist die abgefuckte Version vom Botanischen Garten. Ja, die ist massivst abgefuckt. Abgefuckt. So, abgefuckt. Abgefuckt. Biotestlabor. Okay, du schaust aus, wie wenn du nicht lebendig wurdest. Digitale Labor Videokassetten. Nehmen wir. Das ist so eine. Na gut, die Handgranaten darfst du natürlich auch nochmal her, da ist ja klar. Damit nichts passiert. Aha, da brauchen wir auf alle Fälle wieder einen Strom. Sitzt da irgendwer, sagt es gleich, was es ist. Bevor ich jetzt irgendwas tue. Okay, da können wir einlagern. Aha. Das ist so blöd, da gibt es leider auch keine Heilung nicht. Zumindest schaut es gerade nicht danach aus. Bitte, Graut hätten es. Es ist nur die falsche Farbe. Sad Story. So, was haben wir da? Ein OSS. Ein Osch quasi. Ein Eis. Ein Os. Gut, eine damit. Aber da wird gleich mehr Licht drin. Ich will nur Heilung! Ja, in Gottsam 30. Ich nehm's mit. Ne? Da wird nichts passiert. Servus. Okay, Pulver. Wow, das schaut ja fancy aus. Starke LED-Beleuchtung, Brudi. Ja gut. 3 Wettertaft. Die Frisur sitzt. Helf. Ja, genau, helf. Es schaut schon gut aus, gell? Ich bin auch schon alt, gerade dass ich mit Mühe und Not 20er McNugget schaffe. Ja, das Gefühl kenne ich, Mr. Seitching. Ich schaffe auch weit. Es ist ja auch irgendwo gut, dass ich nicht mehr so viel schaffe, aber I feel you, Bro. Schon krass, wie fertig die aber ist. Die ist komplett am Arsch, die Frau. Ja. Aber es tut mir ja leid, es ist ja gewissermaßen mein Verschulden. Jetzt müssen wir mal schauen. Da hinten geht es nicht weiter. Vielleicht liegt da irgendwas drin für uns. Ein Mordstrom-Dosen Schießpulver. Ein Speicherpunkt. Nochmal Mordstromdosen. Machen wir so. Da ist auch ein Kraut drin, das ist aber leider wieder das Falsche. Ja, okay, ich glaube, wir haben verkackt. Eieiei. Ist nix gut für uns.
So, das hat ausgedient, kann man einlagern, okay. Die Videokassetten, was haben wir denn da noch? Simulig aus 40 leicht essen können. Ja, leicht nicht, aber es ist gegangen auf jeden Fall. Rufen wir einen Söllner an, so, wir brauchen eine geringe Menge an Grasal. Ja, das Wifi schreibt mir die Nummer in den Chat und dann klingelt ihr mal durch und sagt, Hansi, ich brauch groß, wie schaut's aus? Eine bezaubernde junge Dame hat Bedarf. Forschungstagebuch. Ah, okay. Wenn wir mal drüber geredet haben. Was brauche ich jetzt so? Oh. Verdammt. Reincarnation. Wir kissen. Wir kissen dich. Pons, Mia brauchen Aboa-Gramm feinsten Gott sei Rasen. Dank. Sei danke dir für deine 420 und das ist der neue Alert. Ich hab ihn extra eingekriegt, weil ich vermutet hab, dass ihn irgendwann einer bringt. Mit dem Resi. Mit dem Groß mit Resi. So, was muss ich jetzt tun? Jetzt hab ich nicht aufpasst. Ich glaube, ich muss zurück, oder? Ich vermute mal, dass ich zurück muss. Ein paar Gramm feinsten Rasen. Aber nicht einen Kunstrasen, gell? Schon einen echten. Einen schönen, saftigen Grüner. Warum ist 420 für groß? Das weiß ich nicht. Das kann da ich leider auch nicht beantworten. Ich hab's auch nicht gewusst. Es ist irgendeine so ein Inside, also 42 ist irgendeine so eine Zahl, die wofür. Du Arsch schon wieder. Hallo, ich bin was am Arsch? Das endet jetzt. Was ist dieses Ding? Das war mal mein Mann. Schieß Badeschöpfung! William! Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht wieso. Ich konnte es nicht. Ja, ist ja der War Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, Oh, und saut uns ein Auge. Sie, Okay, Professor Weidwurf. ich mach das. Tut mir leid, William. Ah, schieß halt, du Dumme. Boah, leck, der schaut voll heftig aus. Nein! Ich mach das. Kümmern Sie sich um Sherry. Hallo, ich hab keine Gesundheit mehr. Du weißt nicht, womit du es zu tun hast. Ich habe eine verdammt gute Ahnung. Was du auch tust, hör nicht auf, bis es vorbei ist. Hören Sie zu. Das endet jetzt. Okay, ich möchte mir anmerken, dass ich keine Gesundheit mehr hab, komplett am Arsch bin und jetzt wahrscheinlich, ich vermute mal, dass das der Endboss ist. Keine Ahnung wie... Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Legit habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. 420 ausgesprochen ist das Codewort für regelmäßigen Cannabiskonsum. Seinen Ursprung hat 420 in den USA, wo sich im Jahr 1971 Studenten der San Diego High School täglich um 4:20 PM nachmittags zum... Ach so. Okay, nice. Ja, keine Ahnung, also ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Klasse A Ausbruch erkannt. Lage unter Quarantäne, bis das Ziel eliminiert wurde. Brauche auf alle Fälle irgendwo groß. Okay, da liegt der Blendgranaten, das hilft mir jetzt aber leider auch nichts. Ich brauch Heilung. Ich brauche halt einfach... Ich brauche halt einfach Heilung. Ohne Heilung geht da nichts. Wenn ich da unten keine Heilung nicht finde, dann können wir die Speier auf der Stelle abbrechen, weil das schaffe ich noch halt nicht. Das ist Fakt. Wenn da unten jetzt nicht irgendwo eine Heilung umeinander liegt, blöd. Dann werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen. Vielleicht im Easy-Modus dann, okay, aber... Also auf der rechten Seite vorne war nichts, müssen wir auf die linke Seite schauen. Irgendwo. Packst den, da unten wird sich schon was finden lassen. Ja, ich hoffe jetzt einmal, dass wir da unten noch irgendwas finden. Wenn nicht, haben wir nämlich komplett aufgeschmissen. Quarantäne, bis das Ziel eliminiert wurde. Ich finde alles, aber nichts zum Heilen. Ja, ich finde Moon, okay, das ist schön, dass ich Moon finde, ich brauche aber Heilung. Oh, da ist eine Heilung, meine ich, oder? Ach, Herrgottsseele. Okay, ganz hinter dem Eck kriegt auf alle Fälle Heilung. Okay, dass er mit sowas umeinander wirft, hat natürlich jetzt auch nicht rennen können. Okay, perfekt. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ja, okay. Okay. Kann lustig werden jetzt, die letzten Meter gegen den. Vor allem, weil ich jetzt mal erst da hinten rasen muss für die Heilung. Das ist das Nächste. Dass er jetzt natürlich mit so einem riesen Container da durch die Gegend wirft, mit dem habe ich jetzt auch nicht drinnen können. Ist ein bisschen eine ungünstige Ausgangslage. Klasse A Ausbruch erkannt. Lage unter Quarantäne, bis das Ziel eliminiert wurde. Kann man da irgendwie dodgen oder so? Ah, jetzt wo ich nachladen, ist das der Ernst? Heilung und dann speichern geht nicht? Na. Machen wir jetzt einfacher. Machen wir es einfacher. Es wird mir jetzt stressig, sag oder wie es ist. Ja, jetzt da keinen Bock nicht, dass ich da 50 oder 100 Mal jetzt da versucht, den Boss da erstmal umlaufen zu müssen, damit ich den an die Heilung drucke. Dann speichern wir es einfach auf assistiert den letzten Boss. Das ist mir jetzt einfach scheißegal. So oder wie es ist.
Ungünstige Ausgangslage einfach. Ich bin angeschlagen, muss erst einmal den Boss umlaufen und da muss ich schauen, dass ich nicht getroffen wird. Quarantäne, bis das Ziel eliminiert wurde. Aber du kannst halt leider auch nichts dodgen, das ist ja das. Trifft er mich wieder zweimal, wenn er mich nochmal trifft, bin ich schon hin. Es ist brutal, was das ausmacht, wenn du assistiert spielst. Das ist geistesgestört. Also sollen wir schauen, dass wir einen Mund kriegen. Ah ja. Was eigentlich? Wie viele Augen hat denn der? Ja, der hat alle Augen. Wenn man nicht so gut aimen kann, ist Assist Mode einfach gut wert. Das ist ein brutaler Unterschied. Das ist einfach ein brutaler Unterschied. Das Fangreiz fährt automatisch schon dahin, wo du eigentlich hin musst. Und selbst dann stirb ich noch. Das ist, wie gesagt, einfach eine unglückliche Ausgangslage. Aber den werden wir schon irgendwie hinbringen. Keine Ahnung. Klasse A Ausbruch erkannt. Quarantäne, bis das Ziel eliminiert wurde. Ich bin es gewohnt, dass man mit irgendwas blocken kann. Das kannst du in Resi halt einfach nicht. Ah, ich bin schon wieder so drauf.
Was ist jetzt oder was? Okay, dann hätten wir vorher gar nicht mehr so viel gebraucht. Ziel wurde eliminiert. Quarantäne aufgehoben. Ah ja. Einfach so lange davor laufen, bis ihm der Schnauf ausgeht. Ja. Ja, also, aber ganz ehrlich, das wenn ich jetzt normal gespielt hätte, da darf man nochmal einen Stream brauchen. Bereit. Aber wir kriegen noch mal Schuss. Beziehungsweise, ja gut, das ist der Schuss, der wo halt von vorher noch übrig ist, wahrscheinlich. Da noch etwas. Danke für die GGs. Hübse. Aber wenn, nehmen wir es schon mit. So, Leute, ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Ich muss in die Küche, die rote Beete passt. Also, macht sie nicht von allein. War mir ein Gefreut. Danke dir. Ich hoffe, du hast das halbwegs verkraften können da mit meiner Schießerei. Weißt schon, da bin ich jetzt nicht unbedingt der Besser. Aber merci dir, dass du da warst und ich wünsche dir einen schönen Abend und einen guten Appetit noch. Gut. Ah, da gibt's auch noch etwas. Da gibt's auch noch irgendwo etwas. Da hinten. Ah? Da hinten. Irgendwo. Okay. Ah. Ah, jetzt haben wir Schuss. Jetzt gar keiner mehr was macht. Jetzt haben wir es. Perfekt. Ich glaube, der steht aber nur mal auf, wenn man nicht alles täuscht. Muss zurück zu Sherry. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht so einfach werden, wie ich mir das vorstelle, oder? Wenn wir da auf alle Fälle mal speichern. Ah, da kann man jetzt die Videokassetten anschauen. Wo war denn der Speicherpunkt? Gibt's keinen mehr, okay. Dann schauen wir uns das Video noch an. Weil schaut da nicht. Ei, ei, ei. Storytime! 22. September 98. T-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Und der wird hießer. Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Bitte eine Geschichte. Belastend. Ja gut, okay. Restrisiko, da ich sagen.
So, müssen wir auf alle Fälle... Ja, raus du, hey. Aber irgendwas sagt mir, dass das noch nicht vorbei ist. Weil jetzt darf man schon mit krass viel Schuss durch die Gegend laufen. So, schauen wir mal zu der Sherry. Hey. Ich wusste, du schaffst es. Meine Mom braucht Hilfe. Annette? Sherry. Wie geht's dir? Okay. Ja, okay. Aber du siehst nicht so gut aus. Mami? Hey, ich muss den Bildschirm sehen. Gott sei Dank. Also wird Sherry gut gehen? Sie wird eine Weile geschwächt sein. Ja. Sie ist frei vom G-Virus. Sehr gut. Hörst du das? Was ist dir passiert? Sie wurde angegriffen von... Sorg dich nicht um mich. Bringt meine Tochter in Sicherheit. Tut mir leid, Sherry. Das alles. Wichtig ist jetzt nur, dass du lebst. Wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht, das nicht. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level 4 Virus erkannt. Abriegelung der Anlage eingeleitet. Was bedeutet das? Ist der Selbstzerstörungscode. Falls das G-Virus das Gebäude verlässt. Ja. Bitte. Halte meine Tochter. Nein! Setz. Sherry. Sherry, wir müssen deiner Mom Lebewohl sagen. Komm, bitte sag ihm. Bitte, Sherry. Hör zu. Sie hat dich geliebt. Wir müssen wirklich gehen. Komm schon. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so emotional wird. Ich hab Glück, dass du da bist. Hör zu, wir können später drüber reden. Wir müssen schnell machen. Komm schon. F wird Mama. Upgrade Chip Administrator. Sherry, kannst du schneller laufen? Lockdown. Ja. Ich will dich nicht hetzen, aber... Wir müssen los. Zugang erlaubt. Anlagenverriegelung. Ja, dann nehmen wir mal die Füßentent. Nutzen Sie den zentralen Fahrstuhl zur unverzüglichen Evakuierung zum Bahnsteig im Tiefgeschoss. Ja. Bin nicht klar, da ist. Lass uns schnell hier Ja, ab vom Hof. Fahrstuhl zur unverzüglichen Evakuierung zum Bahnsteig im Tiefgeschoss. Nutzen Sie den zentralen Fahrstuhl zur unverzüglichen Evakuierung zum Bahnsteig im Tiefgeschoss. Okay, da geht quasi gerade alles den Bach oben. Nutzen Sie den zentralen Fahrstuhl zur
Sie. Danke, dass du so nett zu mir bist. Dass du mir hilfst. Bin so froh, dich getroffen zu haben. Bin auch froh, dich getroffen zu haben, Sherry. Aber spar dir den Dank, bis ich dich hier rausbekommen habe. So, wo haben wir jetzt? Überwachungsraum. Hä, sollten wir nicht aussehen? Okay, da hat es gerade irgendwas Massives zerrissen. Ja, perfekt. Sherry, lauf! Sollen wir jetzt einfach laufen? Oh, da ist Heilung, das ist gut für uns. Ah, jetzt wird stressig auch noch. Natürlich ist das Mistteil verschlossen. Ja, es war ja klar. Sherry, was machst du? Ich glaube, ich kann sie von der anderen Seite öffnen. Ja, mach hin! Mann, verdammt mieses Teil. Okay. Daniel Kim macht mit dem ZZZ. Bis zur Detonation. Verdammte Scheiße. Meda, ey. Kim, mach hin. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich hab's. Sehr gut. Gut gemacht, Sherry. Wir sind ein gutes Team. Sherry, hältst du durch? Bin direkt hinter dir. Das machst du gut. Ich glaube, wir sind hier fast raus. Ja, hoffen wir's. Claire, vielleicht können wir die benutzen. Versuchen wir es. Dieser Zug jetzt, oder was? Minuten bis zur Detonation. Verbindungsstecker. Was machst du? Ich muss diesen Zug in Gang bringen. Du rührst dich nicht vom Fleck, okay? Okay, ich bleib hier, ich versprech's. Gut. Sei vorsichtig. Immer. Passiert garantiert noch mal irgendein Scheiß. Die Frage ist, wo muss ich den jetzt umbringen? Okay, Verbindungsstecker wo? Da hinten geht's ja die aus. Ein Minigun! Ja, den nehmen wir schon mit. Holy shit!
heißt aber quasi auch, dass wir gleich noch mal loslegen müssen. Da gehört das Ding rein. Okay. Irgendwas ist passiert. Okay, funktioniert. Claire! Was? Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör zu, du musst hier raus. Schnell! Ich weiß, kennen einen Weg raus. Ich denke, wir können es alle schaffen. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Ah, Kabelempfang defekt. Die Ganz Verbindung schlechter bricht ab. Zeitpunkt. Kümmere dich nicht um mich. Verschwinde von hier. Leon, Okay, bye. Leon! Mist! 7 Minuten bis zur Detonation. Ich hab's mir fast gedacht, dass da noch was kommt. Ja, sauber. Das ist jetzt der eigentliche Einkauf, oder was? Alter! Das Vieh ist falsch gescheit sind, gell? Au. Ach, den kann man da runterballern. Wo ist er denn? Hä? Okay, er ist kaputt gegangen, obwohl ich gar nichts tue. Ist okay. Ich bin hier. Jetzt kommen wir hier raus. Ja, hoffentlich. Ah, ist das der Dampfexpress?
Er kann das auch. Also, was willst du als erstes tun, wenn wir hier raus sind? Verstehe die Frage nicht. Ich will sehen, wo du wohnst. Gut. Denn ich brauch dringend eine Dusche. Ja, Claire, darf ich mitgehen? Was? Wirklich? So übel? Oh, ja. Claire, Leon! Ist so gut, dich zu sehen. hab doch gesagt, wir schaffen's, oder? Brauchen wir einen Hype-Train im Stream? Na, ja, also gut, sowas wirklich nicht. Das muss jetzt nicht sein. Freunde der Sonne! Projekt 1 im Horror-Oktober war dann somit durch. Resident Evil 2 Remake. Durchgang mit Claire. Ebenfalls abgehakt. Sehr schön. Jetzt haben wir beide Seiten gesehen. Denk nochmal drüber nach, Bazi. Die Claire duscht heiß. Das ist mir sowas von wurscht. Ende gut, alles gut. Ja. Ja gut, ich gebe zu, jetzt zum Schluss der Bosskampf, der war wegen... Also nicht der jetzt ganz am Ende gerade, sondern der halt davor. Das war ein wenig... Da haben wir ein wenig schummeln müssen. Naja, aber das war einfach eine beschissene Ausgangssituation und da hat man jetzt mit Sicherheit noch dranhängen. Da habe ich ein wenig geschummelt, aber ich glaube, das ist okay. Aber war ein ganz netter Run, muss ich wirklich sagen. Unterscheidet sich schon ein wenig stärker vom Leon sein Run, dem was ich vor ein paar Jahren selber gespielt habe. Also beide Seiten zum Spielen lohnt sich tatsächlich. Ja? Also klar, man läuft mehr oder weniger so in die gleichen Gegenden rum, aber es sind doch schon Unterschiede zwischen einem Leon seinem Geschichtspfad und dem von der Claire. Beim Leon kämpfst du auch gegen einen ganz anderen Endboss. Da kämpfst du am Ende gegen den fetten, großen Mr. X, der wo uns im Polizeigebäude nachher rennt. Und den Boss, den wo wir da jetzt bekämpft haben, den bekämpfst du mit dem Leon gar nicht. Soweit ich weiß. Also, den, wo wir davor gemacht haben, wo ich bei schlechter Gesundheit war, den glaube ich, den bekämpfst du schon, aber halt jetzt den zum Schluss vor dem Zug nicht. Aber okay. Leute, wie hat's denn getaugt? Machen wir da mal so. Ich glaube, da haben wir uns leichter. Ich glaube, da haben wir uns leichter. Haben wir das? Kann ich das skippen? Kommt da noch irgendwas? Ah, warte mal, nicht, dass da noch was kommt. Den haben wir umschalten. Ah, da kommt noch Maps. Aufgemerkt. Okay. Claire Redfield, Spielmodus assistiert, das rechnet man natürlich jetzt runter, weil ich halt beim Bosskampf zum Schluss auf assistiert umgestellt habe. Wir waren aber die ganze Zeit im normalen Modus unterwegs und haben dafür nicht einmal 10 Stunden gebraucht. Gut, und jetzt in dem Stream heute haben wir, glaube ich, bestimmt 5 oder 6 Sim mal gespeichert. Ist ein B-Ranking, ganz ehrlich, für jemanden, der wo überhaupt kein Aim nicht hat. Bin nicht zufrieden. Resi ist nichts für mich, aber die Story war ganz nett. Ja, Story ist ja hauptsächlich das Augenmerk, finde ich, in der Resi-Reihe sozusagen. Ich kenne jemanden, der oder die einen Leon-Run gern sehen würde. Ja, das mag durchaus so sein, aber den werde ich nicht on-stream spielen, weil ich das Spiel einfach schon kenne. Ne? Resident Evil 2 ist tatsächlich das Spiel, wo ich am mehreren weiß. Jetzt abgesehen von Sim und 8. Aber das darf mir jetzt so aktuell absolut überhaupt nicht mehr reizen. Nochmal einen Run mit den Leon zum Spielen. So mit der Claire, der war jetzt ganz nett, weil es halt doch noch mal ein bisschen was anderes ist. Aber Leon Run war jetzt für mich tatsächlich erst einmal nicht geplant. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht nächstes Jahr im Oktober, weiß ich nicht. Und dann wahrscheinlich auch nicht. So. Es soll schon ein wenig Abwechslung sein. Das ist ja das. Ja, das hat er jetzt gemacht. So, jetzt kann er der Option. Auf das hat er gewartet. Wenn er schon keinen Hype-Train nicht machen darf, dann wenigstens einen Welcome-Sound. Und warum haben wir keine Musik, ist die Frage. Ah, jetzt halt. Ah, das haben wir auch schon. Ja, ist wurscht.
Okay, muss ja fast einspielen. Sei, das Horrorprogramm für dich beim Streaming-Comeback, das war absolut gegeben. Du kannst Visage spielen, du darfst die gerne an Madison probieren, wobei Madison wird wahrscheinlich für die jetzt eher weniger interessant sein, weil du es ja aktuell bei mir schaust. Das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht ganz so krass abgeholt wie ich momentan. Obwohl ich Name dazu sage, da wiederhole ich mich jetzt, das habe ich gestern schon gesagt, so Dersi, das kann ich nur sehr, sehr stark bestätigen, was Dersi gesagt hat, selber spielen und zuschauen sind zwei verschiedene Ligen. Das kannst du nicht vergleichen. Aber ja, der Content für einen Horror-Oktober wäre für dich tatsächlich gegeben. Warum ist da mein Greenscreen so kaputt, ist die Frage. Steht die Frage nicht. Wenn gar ein Hype-Trend hat, dann kommt wohl. Ja, genau. Kannst du mal schauen, ob du einen Trickster-Mod findest. Searching, hä, was? Ich weiß aber auch nur den Teil, wo ich aktiv im Chat war. Also ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, ich hab's vorher erwähnt, durch den Stream gestern, von Madison jetzt, ich rede jetzt von Madison, habe ich von dem Spiel, oder beziehungsweise vor dem Stream am Mittwoch unheimlich viel Respekt. Ohne Scheiß, ich möchte gar nicht wissen, was auf uns zukommt. Durch das, was da gestern so alles abgelaufen ist, das war schon gar nicht unanstrengend. Und kannst mir halt auch nicht verzeihen, dass so die letzten Stunden in dem Spiel oder so die letzten Minuten, wie auch immer, dass die leichter werden. Das kannst du halt auch vergessen. Ja, also ich stell mich darauf ein, dass es nochmal deutlich schlimmer wird, als wie jetzt die letzten 3 Streams. Ja, das war immer so eine Steigerung sein wird. Also ich weiß nicht, wo es kommt, ich habe keine Ahnung, aber ich befürchte fast, dass das unfassbar schlimm wird. Und vor dem habe ich jetzt schon Respekt. Was halt, bevor ich am Mittwoch live gehe überhaupt, ne? Wahrscheinlich noch mehr Horror. Ich befürchte es auch fast. Ne? Ich befürchte das auch, dass das am Mittwoch noch mal eine ziemlich heftige Achterbahnfahrt wird. Mit Madison. Ich weiß ja nicht, vielleicht werden wir mit Madison auch am Mittwoch nicht fertig. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Müssen wir erst mal schauen. Der Shadow hat ja gestern gemeint, das Uhrenrätsel, das hat es in sich. Wenn ich jetzt da 3 Stunden für das Uhrenrätsel brauche, ja, dann wären wir halt wahrscheinlich am Mittwoch auch nicht fertig. Ich gehe halt jetzt einfach mal davon aus, dass wir fertig werden. Wobei der Big ist dann auch davon ausgegangen und haben wir nicht fertig geworden, abgesehen davon. Achterbahnen sind toll. Ja, aber nur dann, wenn man Madison Zuschauer ist und nicht Spieler. Dann sind Achterbahnen toll, da hast du recht. Ja, aber das werden wir schon irgendwie umbringen. War so aus. Außerdem habe ich 2 bis 3 andere Horrorspiele im Petto. Ja, also wie gesagt, das Programm für die ist es vielseitig. Du hast sehr viel Input, ne? Also, sag einmal so, ich bin dann froh, wenn ich meinen Horror-Oktober für mich überstanden habe. Das liegt, ich muss aber auch dazu sagen, das liegt überwiegend an Madison. Ne? Also es müsst ihr ja bei das bedenken, ich spiele ja eigentlich keine Horrorspiele nicht. Also wirklich gar nicht eigentlich. Und mit Madison bin ich halt gleich in ein Spiel reingeratscht. Das war halt eigentlich an Ding nicht zum Überbieten ist, sozusagen. Ne? Also ich spiele jetzt quasi ein Spiel, was in der ersten Liga im Horror-Genre ist, sozusagen. Ist vielleicht auch nicht unbedingt die schlaueste Idee gewesen. Aber ich war vorher bei der Sabi im Stream und da hat sie und der sich gemeint, für das, dass ich eigentlich nie Horrorspiele spiele, schlage mich gar nicht schlecht. Also das war jetzt tatsächlich auch eingeschätzt. Ja klar, ich schaff's manchmal nicht ganz ohne Hinweise, das ist mir durchaus bewusst. Aber ich glaube so alles in allem, glaube ich, ist solide, was sie abliefert. Vor allem gestern bin ich relativ gut durch das Rätsel mit dem Gasmasken-Heini da durchgekommen. Aber ja, From the Darkness musst du spielen. Bringt nichts, habe ich beim Bürger gesehen. From the Darkness brauchst du mir nicht aufbrummen, weil ich alles weiß. Das habe ich mir beim Bürger angeschaut, tatsächlich. Es wird wahrscheinlich aber eher so werden, dass jetzt nach der Woche der Horror-Oktober dann tatsächlich schon vorbei ist. Weil es ist dann noch nächste Woche effektiv, also eine Woche. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich fange wegen einer Woche nicht noch mehr ein neues Projekt an. Das rentiert sich eigentlich nicht, wenn du mich fragst. Da müssen wir mal schauen. Lunchlady kenne ich nicht. Das kenne ich tatsächlich nicht. Weil, wie gesagt, da geht es jetzt dann quasi um 3 Streams, mehr oder weniger. Und da glaube ich, lohnt es nicht, dass ich da noch mehr ein neues Horrorspiel anfange. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich da ein bisschen verrechnet.
Ich hätte eigentlich doch gedacht, dass wir mit Resi und mit Madison allein gelangen. Ich bin auch deutlich öfter zum Streamen gekommen im Oktober, als ich das vermutet habe. Aber ja. Im Endeffekt, wenn wir jetzt nächste Woche, keine Ahnung, je nachdem, wie wir halt mit Madison durchkommen, wenn wir ab nächster Woche dann wieder auf Lies of P umsteigen, da sind auch gewisse Maße so ein bisschen unheimliche Dinger dabei, die wo ein wenig so gestaltentechnisch an Horror erinnern. Lords of the Fallen ist jetzt auch nicht unbedingt ein fröhliches Spiel mit Einhörnern. Also da ist auch ein bisschen gedrückte Stimmung. Glaube ich, ist nicht so dramatisch, wenn wir dann vorzeitig wieder in die normalen Projekte übergehen. Zumal ich mir gut vorstellen kann, dass ich Mittwoch nach dem Stream ein komplett mentales Frack bin. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Dann machen wir so einen halben Horror-November. Nein, einen halben Horror-November gibt es bei mir nicht. Sweet 776 kenne ich auch nicht. Also Horrorspiele kenne ich halt die meisten nicht, weil, wie gesagt, ich speise ja selber auch nicht. Aber ja. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir eh noch am Mittwoch. Das wird, glaube ich, schlimm nur. Und dann sehen wir schon, wie es weitergeht. Müssen wir auf uns zukommen. Also einen ganzen Horror-November auch nicht. Und wenn nicht einen halben, dann gerne einen ganzen. Nein, auch nicht. Es wird wahrscheinlich so werden, dass nach der Woche, wenn wir jetzt mit Madison fertig haben, dann haben wir mit Horror Oktober auch fertig. Also um es einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, es ist auch gut so dann. Wie gesagt, ich werde, glaube ich, nach dem Mittwoch, werde ich am Arsch sein, was das angeht. Weil ich habe mir so gestern auch schon gedacht, so nach 4 Stunden, wobei gestern war ein ziemlich langer Stream im Vergleich zu dem, wo ich unter der Woche mache. Gestern so zum Schluss aus, da ist schon anstrengend geworden dann. Also nicht, weil Spiel schlimm ist, sondern, also was heißt, Spiel ist schon schlimm, nicht weil Spiel stressig ist auf aktive Weise, sondern das Spiel, das macht dich mental, das zerfetzt dich halt einfach irgendwann. Du fährst da einfach, das ist dann quasi zum Schluss so, die letzte halbe Stunde ist einfach nur noch Überleben. So, du denkst nicht mehr rational und so weiter und so fort. Du musst einfach nur irgendwie machen. So, und das ist, glaube ich, gerade bei Madison, jetzt bei Resi ist nicht so, ist eigentlich überhaupt nicht dramatisch, aber bei Madison halt nach einer gewissen Zeit, du fährst halt mental einfach runter. Das habe ich halt gestern nach dem Stream oder halt unter dem Stream dann teilweise schon gemerkt. Zu den ersten, so 2,5, 3 Stunden, das geht noch, aber wenn es Richtung 4 Stunden gehst bei Madison, das ist der Vorder, das ist Nacht schon gescheit dann. Also für mich, wie gesagt, als Nicht-Horror-Spieler. Horror November ist ein Sei-Sei-Zug, genauso machen wir das. Ja, ich habe im Oktober ein wenig vorgelegt und der Sei übernimmt dann im November. Ich klatsch dann ab, so quasi. Sie wird hören. Und es haben ja Gott sei Dank in der Bubble 2, 3 Horror-Streamer. Ja, Yassi versorgt den regelmäßig mit Horror-Content, Sabi versorgt den regelmäßig mit Horror-Content. Da hat es ganz, ganz gut aufgekommen, aber das brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Abgesehen davon. Ja. Und der Sei steigt ja dann auch ein, also beim Sei, da gibt es dann auch Fight zum Locher, da wird mir dann ich hinten dran lehnen und sagen, haha, ich hab's schon hinter mir. Aber gut. Und dann bin ich, es ist halt einfach am Eck, ich gesagt habe, das ist halt, wenn man hier und da, oder was heißt hier noch, wenn das einmal im Jahr so, wenn das einfach was Besonderes bleibt und halt dann 3 Wochen dauert, dann ist das viel, viel besser, wie wenn man jetzt das einfach, keine Ahnung, wenn man das einfach streckt oder halt regelmäßig macht. Dann hat's bei mir, dann verliert das bei mir an Reiz. Das ist halt, ich glaube, viel lebt schon von der Emotion. Was heißt, ich weiß, dass da sehr viel von der Emotion lebt. Und das kann ich einfach so am besten umbringen dann, wenn ich halt das einfach nicht gewähne und mich halt bei jeder Gelegenheit einscheiße. So, da habt ihr das meiste davon, da hab ich was davon vom Spiel, weil es mir einfach catcht ohne Ende. Dann richten wir nur Owned ein mit den Jumpscare und locht mir einen ober bei jedem Jumpscare. Ja, wie gesagt, die Möglichkeiten sind da für die. Das ist nicht ein Problem. Jedes Jahr zum selben Monat ist ja irgendwie regelmäßig. Ja, das stimmt schon, Luke. Das ist schon regelmäßig, wenn man jedes Jahr im Oktober einen Horror-Oktober macht. Aber dann hast du einfach über ein Jahr dazwischen und dann bleibt es ja trotzdem was Besonderes. Weil dann weiß ja jeder, oh geil, im Oktober, da wird es wieder zum Gruseln bei mir oder bei wem auch immer, wo es normalerweise nicht zum Gruseln ist, weil ich speichere normal solche Spiele nicht.
Aber da freut sich dann halt auch jeder drauf. Ja, jetzt, wenn man ein Jahr weiter spekuliert, ja, sofern ich halt nächstes Jahr noch stream, also ich gehe mir schwer davon aus, ja, aber man weiß ja nie, was kommt. Aber nächstes Jahr, wenn ich dann im September sage, hey Leute, Abstimmung in Discord, was machen wir heuer im Oktober, dann weiß ich jetzt schon, dass die Leute sich ziemlich stark darauf freuen werden, weil aufgrund der Tatsache, was heuer passiert ist. Ne? Also es war halt komisch, oder was heißt, das war komisch, ich darf es komisch finden, wenn es nächstes Jahr heißt, oh, der Basi macht wieder Horror, das taugt mir jetzt gar nicht. Weil das hat sich jetzt nicht so ganz mit den Zuschauerzahlen decken, die wo jetzt momentan im Chat haben. Also ich sage ja nicht, wie viel das jetzt aktuell da haben, aber ich merke es ja an der Chataktivität und die ist halt im Horror-Oktober schon gewaltig nach oben gegangen. Ja? Wie gesagt, ich weiß die genaue Statistik nicht, die schauen wir dann nächste Woche irgendwann an oder nach dem Madison-Stream am Mittwoch, keine Ahnung. Und das ist gut angekommen auf jeden Fall. So ist es nicht. Vielleicht kaufen wir sich eine Harley und gehen auf Europareise. Wer weiß? Ja, kann auch sein. Vielleicht gewinne ich unerwartet den Lotto und ich schleiche mich aus Deutschland. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Jetzt, wenn ich nächste Woche einen Multimillionengewinn im Lotto habe, dann keine Ahnung. Wird auch nicht passieren, aber abgesehen davon. Visage Red Dead of Night, zum Beispiel. Kann sein, dass man dann nächstes Jahr eins von denen 2 Spiele spielt. Aber das soll dann der Zukunftsbazi entscheiden. Ne? Beziehungsweise halt dann die Community vom Zukunftsbazi. Das müsst ihr erst bespielen. Ich wollte eigentlich heute spielen, aber jetzt haben sie einen Jackpot geknackt. Jetzt muss ich wieder warten, bis wieder eine anständige Summe drin ist. Wir ziehen zu dir nach Österreich. Genau, vielleicht ziehe ich auch unerwartet zum Preis, aus welchem Grund auch immer. Und dann lässt er mich nicht mehr streamen, weil ich so eine Gaudi mache. Wer weiß, wer weiß. Wenn 1 Euro-Millionen kriegen, da gehe ich nicht mehr hakeln, dann erst recht streamen. Ja, gut, das war wahrscheinlich das andere. Du hast recht. Und da hätte ich wahrscheinlich erst recht streamen. Oder dann hätte ich wahrscheinlich auch andere Streamzeiten. Der lässt sich schon streamen, sobald das Internet im Keller. Ja, das ist also das Nächste. Auf das habt ihr mir gestern gebracht. Das habe ich gar nicht so durchdacht in meinem Plan. Beziehungsweise war eigentlich nicht mein Plan, sondern es war der Frabatium, also unser Plan quasi. Weil mein Setup wandert ja dann in der neuen Wohnung oder im Haus dann quasi in den Keller. Da ist ein großer, das war früher ein Musikraum von meinem Papa seiner Band. Da ist unfassbar viel Platz drin. Der Raum ist schön dämmt und alles. Das habe ich gestern gar nicht so durchdacht. Vielleicht machen wir dann nächstes Jahr einen Horror-Oktober schon, aber halt aber in der Früh. Weil ich glaube, wenn ich dann so Spiele spiele wie Madison und ich muss dann vom Keller aufgehen, bisschen suboptimal. Bisschen suboptimal, das habe ich bis gestern gar nicht bedacht gehabt. Dass das vielleicht nächstes Jahr ganz schön tricky werden kann. Ein schön dämmter Keller, so, ja. Jetzt, wenn er in Österreich war, da hat er mir Gedanken machen, aber ist ja Gott sei Dank in Deutschland, gell? Gute Wegbeleuchtung hilft auch. Ja, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Aber so meine ich, was glaube ich, wenn es jetzt um Resi geht, glaube ich, war anständig, oder? Hat ein Resi gefallen, an und für sich, außer für die Leute, die jetzt vielleicht mit Schießen nicht so fahren können, aber so an und für sich. Ja, der Gaming-Ave, hab ich dir, grüß dich gut. Wie geht's dir? Schön, dass du einer schaust. Alles fit bei dir. Du hast leider das Finale von Resi versammelt. Leider. Panzerknacker, ja, sehr schön. Sehr schön. Ist aber das Wichtigste. Hauptsache so den Spaß. Resi gefällt mir aber nicht. Das Spiel. Okay. Soweit ist grün und selbst bei euch so? Ja, heute ist entspannt. Heute ist, wie gesagt, heute war Resi, heute ist entspannt. Mittwoch wird es das krasse Gegenteil werden. Wieder bei Madison. Aber schön, dass alles passt bei dir. Ich hoffe, du bist gut durch den Montag gekommen. Hat der gut gedämmte Keller zufällig auffällig positionierte Bohrlöcher in der Decke? Nein. Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Es wird so werden, wenn ich mal umgezogen bin nächstes Jahr, irgendwann Anfang nächsten Jahres, werde ich mal ein Video machen, so quasi so eine Art kleine Roomtour und vielleicht sage ich die dann im Stream. Eventuell. Ich habe zwar vor, dass ich dann meine Gaming Station dann im Keller, dass ich mir da richte mir irgendwie so ein schönes Eckerlei auf alle Fälle, da tut es dann ein Foto, ne? Aber vielleicht mal ein kleines Roomtour-Video, dass dann sagt, wie dann Herr und Frau Bazi leben. Oder hausen, so muss ich sagen. Ne? Mit 3 Saltos zum Schrauben 35 Stöpperer, ja. Hä? Für das? Was Holprigkeit oder was?
Na, so, wie gesagt. Resi hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War cool, mal wieder in Resi 2 zurückzukehren. Das war ja ohnehin einmal geplant, dass ich es mal irgendwann spiele. Aber das hat es jetzt tatsächlich mit Horror Oktober sehr gut angeboten. Das ist sowieso auf der Streaming-Agenda gestanden, an und für sich. Das kann ich jetzt dann von meiner Liste löschen. Irgendwann, wann weiß ich noch nicht, vielleicht nächstes Jahr, mal schauen, je nachdem wann Resident Evil 9 released wird, soll ja angeblich auch nächstes Jahr kommen, spielen wir noch das 3er Remake, das habe ich auch noch nicht gespielt. Und ja, es wird schon mal wieder mal so ein bisschen ein Gruselspiel geben, aber halt so was krass wie Madison wird halt eher nur auf dem Horror Oktober verschoben. Schön war's, auch wenn es der Clara. Bei der Yassi hätte man mit dem Leon spielen müssen. So der Leon-Simp, so aktuell. Ja, es hilft nicht. Es hilft nicht. Der Prof hat sich gefreut. Yassi, vielleicht mach ich da einen Leon Runs, dann darfst du Simpen 24 Sim. Aber das war ein geschäftliches Angebot vom Sei. Geschäftliches Angebot vom Sei. Sehr gut. Naja. Sonst. Jetzt werde ich nachher einmal kurz in Lords of the Fallen einschauen und schauen, wie es da jetzt ausschaut, ob das mein PC überhaupt reißt. Normalerweise soll er das reißen. Und dann wird man wahrscheinlich, wie gesagt, Angabe ohne Gewehr, kommt darauf an, ob man mit Mittwoch, wie gesagt, mit Madison fertig werden oder nicht. Und dann kann es sein, dass wir am Wochenende schon in Lords of the Fallen schauen. Je nachdem. Aber wie gesagt, eines nach dem anderen. Hardcore-Nuzlocke technisch, Freunde der Sonne, für die Leute, die schon sehen, wer wartet auf ein Hardcore-Nuzlocke? Hand hoch. Wer wartet hier auf eine Hardcore-Nuzlocke? Hände hoch. Gibt's da irgendwen? Ich hab mir sagen lassen, der eine oder andere wartet auf eine Hardcore-Nuzlocke. Wer nicht. Ich verstehe. Kennt mein Points. Ich hab News. Hätte ich fast vergessen zum Song, Freunde der Sonne. Ich hab's fast vergessen zum Song. Hansa Knacker war da, aber hat keinen Nuzlocke. Okay. Freunde der Sonne, der Hack ist durch. Ich bin fertig. Ich bin mit dem Hack fertig. Casual ist der Hack beendet. Von A bis Z. Das heißt, alles, was diesem Run jetzt noch im Weg steht, ist, dass ich momentan keinen freien Spot in einem Projekt habe. Endtals müssten sei benannt werden. Ja, das sind Kleinigkeiten über die. Ich hab gestern Nachmittag, gestern Abend, bevor Frau Bazi heimgekommen ist, habe ich den Hack, den wo wir Hardcore-Nuzlocke werden, casual fertig gespielt. Ich habe gestern Abend die Top 4 noch gemacht. Und ich kann Ihnen so viel sagen, da darf es holy shit, da darf es anschneiden. Also der wird richtig geil zum Nasslocken, der Hack. Brauchen wir nicht reden. Aber da wird's dann schwitzen. Sowohl für mich als auch für euch. Ja, weil mir werdet man es kennt, für die Leute, die zum Beispiel, es sind ja einige da, die noch kein Hardcore-Nuzlocke bei mir mitgemacht haben. Ja, wir haben jetzt insgesamt 3 Hardcore-Nuzlockes gespielt auf meinem Kanal. Eine davon haben die meisten nicht mitgekriegt, weil das war ziemlich am Anfang von meiner Twitch-Karriere. Und die letzten 2, die waren noch gar nicht so lange her. Bei mir werden bei einer Hardcore-Nuzlocke immer wieder Vorhersagen gemacht. Ja, also wenn ein Arenaleiter ansteht oder irgendein Bosskampf oder irgendein Encounter, wenn wir uns holen, dann könnt ihr Vorhersagen treffen, da könnt ihr Punkte investieren. Ja, so und so viele Antwortmöglichkeiten. Zum Beispiel schaffe ich den nächsten Kampf deathless. Ja, da könnt ihr schreiben ja oder nein. Und entweder verliert ihr dann einen Haufen Punkte, so wie der Price meistens. Oder gewinnt halt ein paar Punkte und das ist quasi so ein Gimmick, das was bei uns oder bei mir nur in einer Hardcore-Nuzlocke gibt. Das gibt es sonst nie, dafür in einer Hardcore-Nuzlocke am meisten. Das heißt, ihr habt bei einer Hardcore-Nuzlocke die besten Chancen, um irgendetwas an Kanalpunkte Rewards einzulösen, ja? Dass ihr Punkte kriegt. Zum Beispiel Webcam Sounds, ja, die Verteidiger waren an. Oder ein Spiel für euren Stream.
Könnt aber auch natürlich in die Scheiße greifen und könnt entsprechend 5 Punkte verlieren. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Aber da bei einer Hardcore-Nuzlocke, sage ich mal, stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass du gut an Punkte machst. Ja, deswegen machen wir es auch eigentlich nur einmal im Jahr. So. Als Anti-Pokémon-Fan verstehe ich gerade den Bahnhof, fragst den Lucky, der weiß, von wo sie redet. Yeah. Glaube ich. This is big brain time. Ich nehme alles nur Hefe, mag ich nicht sagen, kann ich die beruhigen, in diesem Hack gibt es keinen Hefe. Es gibt in diesem Hack nur Pokémon bis einschließlich der Generation 7. 8 und 9 haben raus. Investieren, sagt er. Ja, ist ja so. Aber welcher Hack das genau ist, das sage ich dann bei Zeiten. Da hält das heute noch ein bisschen hinterm Berg. Aber es wird auf alle Fälle sehr, sehr deep werden. Also, es wird wahrscheinlich die größte Herausforderung on-stream, die ich jemals angehen werde. Ne? Kann es auch natürlich sein, dass da der eine oder andere Reset folgen wird. Aber das müssen wir uns dann anschauen. Nein, das interessiert mich dann doch nicht so. Das erspare ich ihm. Ach, geh jetzt nicht so. Naja. Aber gut, das, wie gesagt, die Hardcore-Nuzlocke werden wir einzwicken, sobald das nächste Hauptprojekt beendet ist. Also es wird wahrscheinlich dann, wenn es normal läuft, Lies of P sein. Wenn wir Lies of P beendet haben, dann machen wir die Hardcore-Nuzlocke. Also wahrscheinlich Anfang Dezember irgendwann, ich weiß es nicht. Suchen wir mal eins aus meinem Pokémon-Lexikon, was du sagen möchtest dann. Werden wir auch machen, natürlich wieder ein spezifisches Spitznamen-Thema. Ja. Suchen wir unser Schema aus, was die Pokémon für Spitznamen kriegen sollen. Keine Ahnung, Essen und Trinken, Schauspieler, keine Ahnung, irgendwie sowas. Gibt natürlich 2, 3 Ausnahmen in der Community. Wie der Sai, sein Enton wird, also Enton wird immer noch ein Sai benannt. Hummelhof wird immer noch ein Gutzufuß benannt. Und so weiter und so fort. Beim Stream dabei bin ich dennoch. Das gefreut mich. Das gefreut mich. Aber gut. So. Jetzt schaue ich mal, jetzt darf ich mal sagen, ich schaue mal nach, wer noch live ist. Jetzt 7:30 ist sie super ausgegangen. Ist sie halt wirklich super ausgegangen. Oh, sollte man Chris einmal wieder raiden. Aber ich glaube, den bin ich eh noch anschuldig. Ich glaube, ich bin an Christen und Rage schuldig, wenn mich nicht alles täuscht. Brudi, wenn man nicht alles täuscht, spielt ihm noch an Rage schuldig. Und ich glaube, das ist ein feiner so. Okay, Freunde der Sonne, ich sag vielen lieben Dank fürs erneute Zuschauen, fürs erneute Dasein. Danke für die Resubs und für die 420 Bits vom Sai. Vielen lieben Dank an der Stelle. Schau gerne mal auf meinen Discord-Server vorbei, wenn du gerade irgendein Neuer da sitzt. Da kriegst du alles mit, was mich um meinen Stream angeht. Da können wir über sämtlichste andere Themen reden, wenn du da Bock drauf hast. Schau gerne mal vorbei, das kostet nichts. Gerne nochmal nachschauen, ob du noch kostenlos einfolgen kannst. Das hat mir wahnsinnig schwer helfen und das hat mich wahnsinnig freuen. Support ist kein Mord, ihr wisst es eh, wie es ist. Und ja, die Bazi-Gang darf weiter wachsen. Wir haben ein nice Following-Ziel von 500. Das wird eine Zeit dauern, aber ich glaube, mit gemeinsamer Kraft schaffen wir das auch in absehbarer Zeit irgendwann. Okay? Ich schicke jetzt. Genau, GSC Hubst. Das Gaming-Wissen das lassen wir offen sein, das machen wir am Mittwoch. Ich glaube, am Mittwoch werden wir es eher brauchen wie heute. Sag dir, wie es ist. Ich glaube, dass am Mittwoch gescheiter ist, das Gaming-Wissen zu machen. Den Reward, den lässt er offen. Okay? Raid Command ist auch im Chat. Gern kopieren, was braucht. Einmal für Subs, einmal für Non-Subs. Beim Chris einfügen. Beim Chris auch Liebe da lassen. Ja, der spielt Dead by Daylight. Da wird der eine oder andere mit Sicherheit jetzt dann gleich mitspielen wollen. Bitte ihm auch folgen. Kommt aus Österreich, oder was heißt, wohnt in Österreich, ist aber ein Niederbayer. Also unbedingt einen Support-Following-Button dreschen. Ihr wisst es eh, wie es läuft. Die Bazi-Gang unterstützt genauso gerne. Und dann da die Song passt es. Okay? Ich wünsche euch einen schönen Montagabend bis sehr wahrscheinlich Mittwoch. Das soll halt eigentlich fix sein, außer es da auf der Baustelle noch irgendwas dazwischen kommt, aber es schaut aktuell nicht so aus. Und dann machen wir am Mittwoch wahrscheinlich Madison fertig. Und das wird nochmal, da werden wir uns nochmal Quellekataloge zu Gemüte führen müssen, glaube ich. Ich glaube schon schwer. Okay? Merci nochmal für euch, einen schönen Abend euch und viel Spaß beim Chris. Bis zum nächsten Mal. Hört euch. Right now, not really sure